soll denn diese ewige Dudelei? Ist dein Vater schon da? Nee, Rudel. Hast du ihn Essen aufgefüllt? Ich? Wo er doch gleich so brummig zur Tür reinkam. Da muss man erst recht freundlich zu ihm sein, denn ist er das auch. Na, Rudolf, heute schmeckt dir die Erbsensuppe wohl besser, was? Ist mir ja auch nicht wieder angebrannt, ne? Erbsensuppe, Was ist das? Ach so, das gehört zu viel Klüten. Also es sind keine Klüten drin, ist das nicht richtig? Und so, dass mal ein paar mehr geworden ist, auch wieder nicht recht. Ein Leben hat man hier aber auch im Haus. Wie kommt's denn bei der Mappe? Hat Frau Schlüter rübergebracht, falls der Mammenonkel kommen sollte. Oh, ist sie schon wieder mal im Kino? Nee, mit ihrer Lütten zum Arzt. So, dann lass nun mal die Mappe sein und fass hier mal eben mit an, ne? Oh Mann. Sowas nennt sich nun mal ein freier Nachmittag. Wenn dein Herr Professor mit seiner Familie nach Saudi-Arabien will, wie du sagst, wirst wohl eine ziemliche Zeit ganz freie Tage haben. Oh, hast du aber eine Ahnung, Tante Miele. Nach Hausgehilfen lecken sich die gnädigen Frauen alle 10 Finger ab. Ja, wenn sie dich wieder los sind, schlagen sie das Kreuz in der Diele, lässt sie. Wieso reck doch nicht so doll, das ist doch schon so mürbe. Du, aber denk nun mal ein Jahr nicht, ich bin gleich für die erste beste Stelle zu haben, du. Haushalt mit Kindern kommt überhaupt nicht in Frage. Komm. Machen viel zu viel Arbeit. Ja, das hätte ich mal auch sagen. Das ist eure Mutter. Lissi, also... Aua, guck dir das an hier. Hätte man auch sagen sollen, als eure Mutter von euch gegangen war. Und als dein Vater bei mir angekommen ist, weil er nicht wusste, wer sonst wohl seine 3 Kinder groß machen sollten. Mit dir ist das ja ganz was anderes, ne? Du gehörst ja mit zur Familie. Oh Gott, da kann ich mir aber fix was auf einbilden. Nee, dass mir das mein Leben so gehen sollte, hier im Haus nichts weiter zu sein wie so ein altes Stück Möbel. Hey! Lissi, nun pass doch besser auf. Du bist schon selber schuld, Tante Miele. Selber schuld. Ja, seine besten Jahre dafür herzugeben, auf einen Mann zu warten, der eine ewige Treue geschworen hat, du. Ewige Treue, du. Das haben wir uns gegenseitig geschworen. Sogar noch zum allerletzten Mal auf dem Bahnhof, als sein Zug schon anfuhr. Hand in Hand durchs Coupéfenster. Ja, und hat seitdem in all den Jahren nie nicht wieder was von sich hören lassen. Nein. Wie hieß er mal noch gleich? Was geht dich das an, wie er gehießen hat? Roderich Dependahl hieß er. Roderich, ist ein hübscher Name, ne? Du, der hatte sogar 3 Vornamen mit Erich. Roderich, Emmerich, Heinerich. Sein Rufname war Heinerich, aber so mochte ich ihn nicht nennen, Heinerich. So heißt ja jeder Hans und Franz, ne? Schade, dass er nicht auch noch Wüterich gehießen hat. Wäre das noch ein Erich mehr gewesen. Der Unwüterich, was du wohl denkst. Ach, was war das für ein hübschen Menschen. Na ja, damals, Tante Miele, damals. Und so eigeneins. Und tanzen konnte er, tanzen. Es war Tante Miele. Ach ja, weißt du, wenn er mich so in den Arm hielt und wir beiden, wir schwebten so durch den Saal, dann habe ich immer gedacht, nu geht's los, nu gleich rein in den 7. Himmel. Vielleicht ist er ja schon da oben angekommen. Och, was? Warum sollte er wohl? Das sagt mir meine innere Stimme, dass er noch lebt. Dann hat er dich ja bestimmt schon längst vergessen. Weißt du, nun fang du auch noch an. Weil das ja bei dir schon sowas wie eine fixe Idee ist mit deiner ewigen Treue. Was heißt hier fixe Idee? Ich habe nicht umsonst auf meiner Konfirmation den Spruch mitgekriegt, sei getreu bis in den Tod, so will ich dir die Krone des Lebens geben. Hier, fass das Lagen mal an. Muss auch schon bald mal wieder gestoppt werden. Dass du aber immer noch mit dem Verlobungsring rumlaufen machst, Tante Miele. Was heißt denn hier noch immer? Erstmal kriege ich ihn schon gar nicht mehr runter. Hat er mir auf dem Heiligabend unter einem brennenden Tannenbaum aufgesteckt. Und zweitens geht dich das ja gar nichts an, verstehst du? Ja, und wenn sie das nicht gleich versteht, Tante, dann lang ihr doch eine. Also du hast für heute zu wenig Trinkgelder gekriegt, wa? Und hast nur schlechte Laune. Ich? Was ich wohl hab? Ja, komm hier. Aber was muss doch mit dir los sein? Also was ist? Ach, sei doch nicht so neugierig, Tante. Das bin ich doch gar nicht, aber kann sein das auch sagen, wenn man dich fragt. Lass mal, Tante Miele, ich weiß schon.
Hast du auch noch gar nicht mal Gelegenheit gehabt, Fräulein Helga Roggenburg zu sehen, nicht? Nein, wie kannst du einem aber auch leid tun? Ich hab sie nicht bloß gesehen, ich hab sogar mit ihr gesprochen. Ich möchte bloß wissen, was das alles zu bedeuten hat. Zu bedeuten, Rudel? Ja, nun sag doch. Na, Helga hat mir heimlich anvertraut, ihre Mutter soll sich über die Familie Kappelhoff eine Auskunft eingeholt haben. Eine Auskunft? Woher denn? Durch so ein Auskunftsbüro natürlich, Tante Emilie. Die haben für sowas ihre Leute unterwegs. Die fragen überall in der Nachbarschaft rum. In der Nachbarschaft? Na, dann kann ich mir schon denken, was die zu hören gekriegt haben. Was denn zum Beispiel, Rudel? Weißt du das? Naja, dass Vater bei der Firma Robert M. Dürrmann angestellt ist. Als Bote. Früher war da sogar Buchhalter. Ja. Du und weiter? Naja, und dass sein jüngster Sohn man bloß Hoteldiener ist. Du. Und auch was von mir? Na klar. Dass du ein ganz freches Biest bist. Also, das lügst du aber, du. Und man bloß ein Dienstmädchen. Dienstmädchen gibt das ja gar nicht mehr. Die letzte steht ausgestopft und hat Platz im Museum. Wozu denn solche Auskunft, Rudel? Tante Emilie, Frau Roggenburg ist nun sicher dahinter gekommen, dass ihre Tochter und Rudel sich richtig lieb gewonnen haben, ne? Wird aber auch nichts Gutes bei rauskommen. Was, nix Gutes? Ach, Tante Emilie meint sicher, weil die Firma Alma Roggenburg-Witwe so ein ansehnliches Unternehmen ist. Mit all ihren Taxen und Autobussen für Touristenfahrten. Ja, ganz recht, das meine ich. Und was ist schon so ein Rudolf Kappelhoff dagegen? Mit dir und Fräulein Roggenburg hätte es gar nicht erst so weit kommen dürfen wie nu. Aber wodurch das mal mit uns beiden so weit gekommen ist, das weißt du doch, Tante. Nicht wahr? Und welche dankerfüllte Mutter wollte nicht ihren Segen dazu geben? Mensch, der nur red doch nicht. So wie die Frau da steht. Und denn ihre einzige Tochter ihm, wo sein Vater nichts weiter ist wie ein Kontorbote. Und wie lange das noch, das fragt sich. Was, wie lange noch? Oh, ihr müsst jetzt nicht gerade so oft mit anhören wie ich, dass er das dabei nicht mehr länger aushalten kann. Seit der alte Dörrmann immer krank ist und nun sein Schwiegersohn das sagen Der hat. Sellenkamp, ne? Ja, der meint doch, er kann sich alles mit ihm erlauben. Ja, und Vater, der kann doch immer nicht die Zeit vergessen, als er im Munsterlager in der Genesenen Kompanie noch den Herrn Hauptfeldwebel spielen konnte. Da haben Sie Papa auch nie ganz ernst genommen, du. Schau mal, und da lacht ihr noch drüber. Traurig, wenn Kinder ihren Vater nicht respektieren, der sie groß gemacht hat. Ja, du sagst doch immer, du hast das getan, Tante. Ja, das hab ich auch. Aber dank ihr Tagelzeugs einem das. Wenn ihr mich nicht so nötig hättet, hättet ihr mich schon längst nach dem Boden raufgebracht. Zu dem anderen alten Gerüppel. Oh, nun werden wir nicht sentimental, Tante Emilie. Na, Tante, bin ich nicht immer so zu dir, wie sich das gehört? Du quiekst und quakst und nörgelst doch gerade am meisten, nicht? Ach komm, leg dich hin und schlaf, dann ist man nicht los. Ja, das will ich auch. Und das bis 8 Uhr. Also, wer mich eher weckt, kriegt einen Schuh ins Genick. Ne? Schuhe können auch wieder zurückfliegen. Mann, und du, Tante, bind doch bloß das Kopftuch ab. Mein Kopftuch. Ja, oder willst du heute Nacht auf den Besen nach dem Blocksberg reiten? Was hab ich so Nein, nicht Auf Blocksberg! Und sowas will du Schwiegersohn von Frau Roggenburg werden. Also, das steht ja nur auf einem ganz anderen Blatt, ne? Denn wo wäre heute ein Fräulein Roggenburg, hätte er sie damals beim Vergaserbrand nicht noch rechtzeitig aus dem brennenden Auto rausgeholt? Ja, ich sag ja schon gar nichts. Oh, ich geh schon. Das ist bestimmt der Kohlenhändler mit der Rechnung. Sag mal, hier ist keiner zu Hause und du musst nachher Heißmangel, nicht? Nach Heißmangel? Damit? Oh Mann, und das an meinem freien Nachmittag. Und das dürfte sich Frau Professor Vierkant aber nicht mit mir erlauben. Bei der kriegst du einen freien Nachmittag ja auch bezahlt, aber doch nicht hier. Oh, guten Tag. Wollen Sie bitte näher? Mensch, nun lässt sie ihn auch noch in die Wohnung rein, also... Nee. Hier geht das rein, Fräulein Rochen. Oh, Fräulein Roch. So, sind Sie da. Sie sind Rudolfs Schwester. Die Lissy, ja? Ist Rudolf nicht hier? Doch. Hat sich hingehauen. Und wer ihn vor heute Abend weckt, Ich muss ihn unbedingt sprechen. Ja? Ach nee, dann soll meine Tante das lieber tun, ne? Tante? Tante Emilie? Tante, komm ich schon. Guten Tag. Tante Emilie, Fräulein Roggenburg muss Rudel sprechen. Du. Und die denkt sogar, du. Ja, den hier noch. Heißt doch, Ach was, sag mal, wer da ist. Und dann nimmst den Korb gleich mit, hörst? Ach, soll der zu heiß mangelt? Ja, gerne.
hab ja heute meinen freien Nachmittag, nicht? Und dann mache ich mich hier immer gern ein bisschen nützlich, nicht? Setzen Sie sich doch, Fräulein Roggenbuch, bitte. Ich hab keins mehr. Na, was ist denn? Sie sind ja so aufgeregt. Oh Gott, ist was passiert? Na, ich kann mir nicht bloß den Grund denken, nee, auch von wegen die Ursache. Ja, so kann's kommen im Leben, ne? Aber das ist schon immer so gewesen auf der Welt. Und nicht nur für 2 Königskinder ist denn das Wasser viel zu tief. Aber macht doch mal was gegen. Mensch, Helga, was ist denn los? Mensch, das fragst du noch, das Fräulein ist ganz unglücklich. Als wenn Rudolf, ich ich muss dich unbedingt sprechen, bevor meine Mutter herkommt. Was, deine Mutter? hierher zu uns, ach du liebe Zeit. Sie kann jeden Augenblick hier sein, darf mich hier nicht antreffen. Auch nicht wissen, dass ich hier gewesen bin. Naja, meine Tante sagt nichts. Nee, unser einer ist ja kein Auskunftsbüro, nicht? Rudolf, wenn das klingelt, verschwindet ihr beide in deine Stube, nicht? Und wenn ihr runtergeht, knallt die Tür nicht so ran. Ist er von seiner Taxe her so gewohnt wie... Also, da ist, komm, Helga, nun setzen wir beide uns erstmal hier hübsch ins Sofa, komm. Und dann schütt dein Herz mal aus. Was ist denn los? Hm? Ach, Rudolf. Na. Mama hat doch einen stillen Teilhaber im Geschäft. Ein Stillen, ja. Ein Stiller muss das auch sein bei deiner Mutter, du. Ja, und was ist nun mit dem? Der will nun seine 80.000 Mark rausziehen. Und dann kommt Mama böse in Druck. Naja, 80.000 Mark, das ist ein Stück Geld, ne? Und nun will Mama, dass ich heute noch nach Hannover reisen soll. Zu Onkel Kurt und Tante Olli. Ach, und da sollst du bei denen versuchen, so eine 80.000 Mark locker zu machen, ne? Nee? Ich soll meinen Vetter Fridolin heiraten. Was? Dein Cousin? Ja. Bisher wollte Mama ja selber von einer Heirat mit ihm nichts wissen. Hat sich immer über ihn lustig gemacht. Ja, so einer ist das also. Ach, denn es ist deiner Mutter wohl bloß um sein Geld zu tun, ne? Naja, aber was will sie denn nun bei uns hier? Wir beide sollen uns nicht mehr sehen. Deshalb will sie dich los sein. Nicht los sein? Aha. Ja, aber auf anständige Art, sagt sie. Weil du mich doch gerettet hast. Und wir beide sind doch schon deshalb füreinander bestimmt, nicht, Rudel? Das meine ich doch auch. Und sollte deine Mutter herkommen, dann sollst du mal sehen, dass... Da ist sie schon. Oh, so klingelt bloß Mama. Ja, nur mal ganz ruhig. Komm. Wir bringen dich ein Stück langs. Aber auf Umwegen. Ja, ne? was hat geklingelt? Ja, haben wir gehört. Geh erst mal rein in mein Zimmer. Komm gleich rein. Und du, Tante, bin doch bloß deine Schürze ab. Wie sieht das aus, Wieso, Mensch? meine Schürze? Sonst kann ich aussehen wie ich will. Kümmert sich kein Mensch um. Ja, Mensch, kein Jonas. Komm ich schon. Ach, du Flaps, bist das bloß. Sag mal, warum klingelst du denn 3-mal? Kannst nicht warten, bis man kommt? Ja, Tante, ich dachte, du schläfst, ne? Schlaf. Wer soll denn hier die Arbeit machen? Na nu, klappt dir doch nicht immer unsere Tür. Ja, lass mal klappen, war dein Bruder nur. Sag mal, was willst du hier eigentlich? Ja, unser Personalchef hat mich losgeschickt. Ich musste so einen großen Blumenstrauß besorgen für seine Frau. Hat Geburtstag. Du. Ja, und weil ich hier granuliert habe, da hat sie mir ein blankes 5-Mark-Stück in die Hand geschenkt. Oh, schön. Hier, Tante. Nein, das behältst du. Ah, nun nimm das nee, doch das kann ich doch. Nein, das behältst du. Kann ich gar nicht Ja, und wenn du heute noch was einholen gehst, Ja, ne? nachher. Ja, dann sei doch so gut und hol meine Schuhe vom Schuster. Ne? Warum? Und wenn du noch was essen willst, dann sei so gut und geh in die Küche, ne? Erbsensuppe, ne? Sind da auch recht viele Klüten drin? Ja, wenn dir das mal nicht auch zu viel geworden sind. Zu viele können das niemals sein, Tante Emilie, du. Du, lass für deinen Vater aber ein paar nach, ne? Vater, der wird heute bestimmt keinen Appetit haben. Wieso? Ich habe ihn vorhin getroffen, weiß, was er mir erzählt hat. Ach, das kann ich mir schon Ja, stell dir denken. mal vor, Tante Emilie. Das ist Vater. Der hat doch einen Schlüssel. So. Ja, das mal nicht der Kohlenhändler ist mit der Rechnung. Das kann aber auch Frau Roggenbuck sein. Und Was denn, Rudels Chefin? Ja. Du tünst wohl, Tante Emilie, was? Voll. Also was Ausgerechnet. hier im Haus ist alles geboten. Wunderschönen guten Morgen, gnädige Frau. Ja. Möchten Sie sich bitte hier hinein bemühen, gnädige Frau? Dankeschön. Ich bin Frau Roggenbuck. Die verehrte Chefin meines Bruders. Trifft zu, ja. Wollen Sie nicht hier im Sofa Platz nehmen, gnädige Frau? Danke, danke.
Sie sind im Hotelbetrieb beschäftigt? Zu dienen, gnädige Frau. Beweist gleich das ganze Benehmen. Wenn ich mir zu bemerken gestatten darf, ich hatte bereits mehrfach die Ehre, mit der gnädigen Frau zu telefonieren. Mit mir? In welcher Angelegenheit? Immer wenn ein Gast bei uns eine Taxe wünscht. Ach so, ja, freut mich, hört man gern. Auch in Zukunft immer nur 889973 und schon eilt die Taxe dann herbei. Naja. Ach, können Sie mir 5 Mark wieder rausgeben? Nun, leider nicht mehr, gnädige Frau. Dann ein anderes Mal. Kann ich jetzt den Bruder sprechen? Nee, der ist nicht da. Nicht da, ist ja dumm. Bloß meine Tante kann die hier eben rausschicken. Augenblick. Tante Milet. Was soll ich mit der Tante? HR? Sonderbar. Was hast du davon, mir das 5-Mark-Stück in die Hand zu drücken, was ich gar nicht haben wollte? Ah, guten Tag, Frau Rockenburg. Guten Tag. Sind also doch gekommen. Doch gekommen, wie soll man das verstehen? Hm? Ach, mir fiel vorhin eine Gabel aus der Hand und dann sagt man ja immer, es könnte noch eine Dame, nicht? So, das musste ausgerechnet ich sein. Ja, das sagte mir meine innere Stimme. So, dann sagen Sie mir mal, liebe Frau... Ach, entschuldigen Sie bitte, aber wenn Ihnen das nichts ausmacht, denn Fräulein, bitte. Ach so, ja, Sie sind ja unverehelicht geblieben, nicht? Also, Fräulein Kappelhoff. Ja? Dieses Taschentuch hier, das gehört meiner Tochter. Ja, das ist ja möglich, nicht? Ja, wie kommt das hierher? Ach, das war... Ja, eigentlich dürfte ich Ihnen das ja nicht sagen. Ich möchte aber sehr darum gebeten haben. Ja, ich glaube, das hat mein Neffe Rudolf damals, glaube ich, gefunden. Wissen Sie, als das passiert war, das mit Ihrem Vergaserbrand. Ja, seitdem ist das nun sein Talisman. Sein Talisman? Wozu? Na ja, das soll ihn natürlich auch im Interesse Ihrer Firma vor Verkehrsunfällen schützen. Ja, das trägt er immer auf der nackten Brust. Lächerlich. Also, wie ich eben hörte, ist er nicht hier. Ist das denn so was Eiliges, wenn ich fragen darf? Eine gute Nachricht kann man nie schnell genug überbringen, nicht? Eine gute Nachricht, sagen Sie. Eine gute? Ja, ist ja ganz selbstverständlich, dass ich mich ihm gegenüber verpflichtet fühle. Oh, das wäre ja zu schön, ja. Er somit keine Taxe mehr zu fahren braucht. Wenn Sie mir nur sagen könnten, wieso denn? Ja, das möchte ich ihm schon, damit es nicht falsch verstanden wird, lieber selber sagen. Oh, nee, dann ist ja erst recht schade, dass er nun nicht da ist. Ja, ich nicht? werde heute Abend noch mal hereinschauen. Ja. Richten Sie ihm das bitte aus. Dass Sie noch mal längst kommen und sonst nichts. Ja, deuten Sie ihm schon getrost an, dass ich, um gewissermaßen meine Dankesschuld bei ihm abzutragen, ihm etwas zu bieten gedenke, wofür er von seinen Kollegen ganz bestimmt beneidet wird. Also bis nachher. Ja, wir werden Sie mit Gebühren empfangen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Also, Tante Miele, ich habe von all dem nicht ein einziges Wort begriffen. Wieso? Ich denke, du sitzt am Tisch und isst. Essen kann unser einer auch mit einem Ohr an der Tür. Ich bin selber nicht dahinter gekommen, was sie mit deinem Bruder in Sinn hat. Oh, dein Vater kommt über die Straße, du. Ich denke, Rudel hat mit ihrer Tochter was im Sinn. Nun geh mir doch. Ach, wie kann er sich bloß sowas einbilden? Leute wie die Frau Roggenburg, die gucken doch auf Geld. Und wir haben nichts, haben nie was gehabt und werden auch nie was kriegen. Sag das nicht, Tante Miele, du sag das nicht. Hier brauchen wir doch nie mit zu rechnen. Das sagt mir meine innere Stimme. Ich gebe nächste Woche aber doch noch mal so einen Lottoschein ab, Tante Miele. Ach du, spar lieber dein Geld, das ist besser. Das hat Vater auch gesagt, als ich letzten Freitag schon dabei war. Aber man soll nicht mehr auf seinen Vater hören, weißt du? Was war das eben? Nicht auf seinen Vater hören? Oh, damit bist du doch nicht gemeint, Vater. Ich meine den Vater von meinem Freund Alfred, ne? Alfred? Konnte ich mir ja gleich denken. Julius, dann komm mal gleich zum Essen, nicht? Essen ich? Nee, du, keinen Happen kriege ich runter. Wirklich nicht, Vater? Oh, das tut mir aber leid, du. Dass ich mir da nicht mehr aufgefüllt habe. Ne? Ja, nun muss ich ja machen, dass ich loskomme, Mensch, du. Ich habe noch so viel nachgelassen. Zu schade, du. Na, lässt sich nicht ändern, ne? Tante Miele, heute Abend habe ich frei. Tschüss. Tschüss. Tschüss, Vater. Tschüss, Jung. Tschüssing. Tschüss. Julius, du machst nichts essen. Nee, Miele, einen Augenblick nicht. Du, warte mal. Hier, schenke ich dir. Hab Glück gehabt. 50 Pfennigstück, danke. Hast das gefunden? Na, du hast heute bestimmt wieder ordentlich Ärger gehabt, ne? Ach, Miele, aus der Haut fahren könnte ich.
Julius, aber ich glaube, wenn du mal nix hättest, um dich zu ärgern, dann würdest dich schon deswegen noch mehr ärgern. Aber weißt du, das wird ja immer schlimmer, was sich dieser Sellenkamp mit mir erlaubt. So lässt sich doch nicht ändern, Julius. Naja, schön ist das nicht, wenn man so wie du nun behandelt wird. Aber eines Tages wird mir das zu viel, Miele. Dann platzt mir die Geduld. Dann hau ich mit der Faust auf den Tisch. Ja, und denn, Julius, und denn? Was willst du denn wohl anfangen? Irgendwas, Miele. Irgendwas, bloß um endlich sein eigener Herr sein zu können. Ach, Julius, solche Ideen kannst du wohl haben, wenn du Geld hast. Nee, Schwester. Wenn die Leute man denken, du hast Geld, das genügt schon. Kredit ist alles heutzutage. Julius, das bestimmt der Kohlenhändler mit der Rechnung. Das sagt ja wohl mal wieder deine innere Stimme, was? Das geht nicht hingehen, wir haben das Geld doch noch nicht zusammen. Ich will ihn doch bloß mal fragen, ob er noch nie was gehört hat, was unter Kredit zu verstehen ist. Julius, oh nee, dieser ewige Krampf. Also wenn Fluchen keine Sünde wäre, würde ich sagen, verdammte Armut. Guten Tag, Herr Kappelhoff. Du bin ich aber platt. Pommerenke, Sie? Pommerenke. Wer ist das denn? So eine rein in die gute Stube. Vielen Dank. Bitte schön. Vielen Dank, Herr Kappelhoff. Tag. Tag. Das ist meine Schwester und Haushälterin in Personalunion. Und dies hier, Miele, ist Pommerenke. Hat früher mal bei mir auf der Schreibstube gesessen. Was? Auf der Schreibstube? Ach so, damals in Krieg, ne? Ja, im Munsterlager. Bei der Genesenenkompanie. Und haben meinen Bruder bis heute nicht vergessen. Wer mich mal als Spieß gehabt hat, Miele, der vergisst mich sein ganzes Leben nicht. Sitzen! Ja! Bitte da. Danke. Danke, wollte ich sagen. Ja. Ja, dass ich heute überhaupt noch am Leben bin, das habe ich einfach und allein Hauptfeldwebel Kappelhoff zu verdanken. Mir? Ja, wieso denn mir? Ja, Sie wissen doch noch, als Sie im Herbst 43 mal wieder einen Transport zusammenstellen mussten. Ja, der nach Russland sollte. Na und? Tja, da war doch ein Mann zu viel. Und da haben Sie mich dann mit dem krummen Finger aus der Reihe wieder rausgewinkt, haben mit dem Daumen nach hinten über die Schulter gezeigt und haben bloß gesagt, auf Schreibstube, Marsch, Marsch. Ich brauchte jemanden, der meine Arbeit machen sollte. Ja, aber wieso verdanken Sie denn nun meinem Bruder Ihr Leben? Du, auf der Schreibstube hat doch keiner den Heldentod gefunden. Ach so, und aus Dankbarkeit besuchen Sie nun heute meinen Bruder. Auch wären Sie denn doch mal heute Abend gekommen, dann hat er mehr Zeit. Nee. In ein paar Stunden sitze ich schon in der Maschine von der Scandinavian Airlines und fliege nach Stockholm. Nach Schweden? Na nu? Ja, da lebt ja ein Onkel von mir. Der hat eine große Seifenfabrik. Der kann mich gut gebrauchen. Ja. Wollen Sie denn aus Deutschland raus? Ich muss. So schnell wie möglich. Warum denn das, Herr Pommerenke? Sonst muss ich nächste Woche vor Gericht stehen. Sie, oh, was können Sie schon ausgefressen haben, Pommerenke? Man will mich zum Offenbarungseid treiben. So weit ist das mit Ihnen gekommen? Pommerenke! Schon mal hat mich ja so weit gebracht. Haben Sie das denn nicht gelesen, was neulich mal von mir in der Zeitung gestanden hat? In der Zeitung sogar was von Ihnen. Oh. Wer hätte das von Ihnen gedacht, Pommerenke? Hier. Ja. Habe ich mir extra ausgeschnitten. Ein befremdendes Urteil. Ein Moment, ein Moment. Wo hab ich mich? Oh, Miele, gib doch mal her. Der kaufmännische Angestellte P. Da sind Sie mit gemeint, ne? Ja, wer denn sonst wohl? Ist von einem Gericht dazu verurteilt worden, für das Kind eines anderen monatlich 90 Mark zu zahlen, weil er vor 11 Jahren eine kleine juristische Unterlassung beging. Och, deswegen also bloß. Nicht doch, Miele! Der Angestellte P. wurde im Dezember 1945 von seiner Frau geschieden, weil sie 1944 böswillig verlassen hatte. Ist Ihnen also durchgebrannt, mit den anderen wohl so gar nicht? Und was das Schlimmste ist, mit dem ganzen Hausstand. Ja, nicht mal einen Stuhl hat sie mir zurückgelassen. Ich meinst du denk bloß mal an, Julius. Ja, ich will ja gerne, aber du lässt mich ja nicht. Wo bin ich denn hier? Seit dem Zeitpunkt
hatte er seine Frau nicht mehr gesehen. Hat wohl auch kein Verlangen danach. Nee. Als sie aber 1946 ein Kind bekam, galt dieses als Kind des Angestellten P. Was, das tut doch gar, du liest das doch ganz falsch, das kann doch gar nicht angehen. Sowas gibt das aber doch klar, gar nicht. hier steht das doch, warte doch mal, wo war ich denn nun? Das ist doch ganz Weil es innerhalb der gesetzlichen Frist von 302 Tagen nach der Scheidung zur Welt gekommen war. Der Angestellte P. hatte es damals unterlassen, dagegen Einspruch zu erheben. Ich habe ja gar nichts davon gewusst. Dass da was Lüdes angekommen war. Nee, keine Ahnung habe ich gehabt. So, als jetzt der wirkliche Vater des Kindes Nur mal gut zuhören. bei einem Verkehrsunfall ums Leben kam, überprüfte das Fürsorgeamt die Akten des Kindes. Nu kommt das. Ja, die Beamten fanden heraus, dass der Angestellte P., wenn auch nicht als der leibliche, so doch als der gesetzliche Vater angesehen werden kann. Also wie ist denn sowas möglich? Ja, aber mal weiter, nicht? Sein Sträuben half nichts. Er wurde zur Unterhaltszahlung verurteilt. Und ihm bleibt nichts anderes übrig, als monatlich für das Kind bis zu dessen vollendetem 16. Lebensjahr zu zahlen. Ja? Ne? Das haben die mal wieder fein hingekriegt. Julius, ich glaube ja, der alte König Salomo aus der Bibel, der hätte so ein Urteil nicht gefällt. Doch, Miele, der gute Mann brauchte ja bloß nach seinem gesunden Menschenverstand urteilen. Damals gab es ja noch nicht so viele Gesetze wie heute. Ach, Das ist bestimmt der Kohlhändler mit der Rede. sagt ja wohl mal wieder deine innere Stimme, was? Julius! Sie hat nämlich zwei davon. Nun ruhst du auch mal noch. Herr Pommerenke, weil wir gerade mal allein sind, reden Sie meinem Bruder doch gut zu, dass er seine Stellung nicht mutwillig aufs Spiel setzt. Ja, er sagt ja immer, er kann das in seiner alten Firma nicht mehr aushalten, weil der Schwiegersohn von dem Chef ihn immer so schikaniert und kujoniert. Aber er findet in seinem Alter doch nichts wieder. Nee, das ist nicht so leicht, Frau. Ach, Fräulein, bitte. Ach so. Oh ja, ich sehe schon. Sie sind erst verlobt. Ja, bin ich schon beinahe 30 Jahre. 30 Jahre. Soll ja nun nicht bald die Hochzeit sein? Ja, von mir aus, aber wo ist er? Wer? Ach, den Herrn Bräutigam meinen Sie? Ja, wissen Sie ja nicht, wo er sich nur aufhält. Nee, habe ich noch nie gewusst. Nee, von dem Tag auf dem Bahnsteig 3, nachmittags um 2. Er wollte nämlich in die Fremde. Wollte da sein Glück versuchen für unsere bessere Zukunft. Halten ihm also, wie man so schön sagt, ewige Treue. Noch immer? Ja, das muss ich doch. Das haben wir uns doch gegenseitig geschworen. Ja, und Sie sind fest in dem Glauben, dass er sich nicht schon lange eine andere Frau genommen hat. Hat er nicht, hat er nicht. Das sagt mir meine innere Stimme. Ja, deine innere Stimme, du. Die hat dir schön was vorgelogen. War er gar nicht. Unsere Nachbarin war das. Du möchtest mal auf ihr Kind aufpassen. Ach ja, sie ist ja damit beim Doktor gewesen. Ja, und die Mappe mit rüberbringen. Schön, die Mappe. Ja, Herr Pommerenke, wünsche ich Ihnen alles Gute da oben in Schweden. Vielen Dank, Fräulein Kappelhoff. Ja. Sagen Sie mal, Herr Pommerenke, da wohnen doch sicher noch mehr Deutsche, nicht? In Stockholm? Ja, mein Onkel zum Beispiel. Ach, vielleicht kann der Herr doch mal nachforschen, ob da nicht ein Landsmann aus Hamburg... Wieder, nur red doch nicht lange. Die Nachbarin will doch mit dem Rezept nach der Apotheke. Ja, Sie, aber der Onkel von Herrn Pommerenke könnte doch mal Ja, das nachforschen, könnte ob da natürlich, nicht ein das- Landsmann Nele, aus das kann Hamburg er. ungefähr vor 30 Jahren eingewandert ist. Und das kann man ja... Das macht er alles auch. Olle Sabbeltriner. Muss ich gar nichts bei denken, Pommerenke. Sie leidet an einer fixen Idee. Wegen dem Bräutigam, der schon so lange verschollen ist. Ja, gar nicht kümmern. Ach, Herr Kappelhoff, wo wir nur gerade allein sind, ich habe Ihnen noch ganz streng vertraulich was mitzuteilen. Ja, was kommt denn noch, Pommerenke? Tja, wissen Sie, einen Abend da hatte ich wohl ein bisschen zu viel getrunken. Was ist Ihnen denn da passiert, Sie Pechvogel? Tja, ich bin sonst noch nie auf den Einfall gekommen. Ja, dann ist alles leicht möglich. Sie haben also in diesem Zustand, ne? Ne? Ich habe einen Lottoschein ausgefüllt. Lottoschein? In Brand ausgefüllt?
Soll das heißen, Sie haben was gewonnen? Viel gewonnen? Sogar einen ganzen Berg gewonnen? Ich gehöre zu den 5 von Gewinnklasse 1. Mann, das muss ja ein klotziges Stück Geld gebracht haben. 354.000. Was? 354.000? Und noch ein paar 100 Mark und 5 Groschen achteran. Und dann wollen Sie nach Schweden auskneifen? Was brauchen Sie da einen Offenbarungseid zu leisten, Mann? Bei so unverschämt viel Geld, da können Sie doch leicht mit ein paar tausend Mark die Frau mit dem fremden Göhr abfinden. Die sich nur über mich lustig machen, weil die Bürokratie mal wieder richtig triumphiert? Nee, und 1000-mal nee. Keinen roten Pfennig kriegen die von mir, nix. Ich hau ab. Ich habe eine runde Summe, 350.000 Mark, auf die Sparkasse gebracht. Auf ein Sparkonto für 5 Jahre. Können also erst nach 5 Jahren an das Geld wieder ran. Für eher darf ich ja sowieso nicht zurück. Und dann ist der Bengel ja über 16. Konnte ich mir ja gleich denken. Ja, weil ich mir aber denken kann, dass man überall nachforscht, ob nicht doch ein Pommerenke irgendwo ein Konto aufweisen kann. Ja, das ist leicht alles möglich. Sehen Sie? Und deshalb steht vorne in dem Buch auch nicht mein Name drin. Nicht Pommerenke? Da steht der Name von einem Mann, auf den ich mich felsenfest verlassen kann. Na, sachte, Pommerenke. Heutzutage kann man sich auf keinen Menschen verlassen. Auf keinen. Auf diesen aber doch. Ach. Gucken Sie erst mal rein, wessen Name da drin steht. Ja. Bitte. Und macht doch ein großer Betrüger sein. Was ist das? Auf meinen Namen? Mir also wollen Sie das anvertrauen? Wem denn sonst wohl? Ich wüsste wahrhaftig nicht wen. Konnte ich mir ja gleich denken. Warum auch nicht? Kann da ja auch nichts mit anfangen. Gesperrt bis zum 1. Oktober 1961. Aber jedes Jahr, am 31. Dezember, weisen Sie das Buch auf der Sparkasse vor. Und lass die Zinsen eintragen. Nur die Hälfte von den jährlichen Zinsen. Die andere Hälfte, darüber sollen Sie frei verfügen können. Pommerenke, Sie sind ja wohl doll. Können Sie denn nicht mehr rechnen? Wissen Sie nicht, wie hoch die jährlichen Zinsen sind bei einer, sagen wir mal, 6%? 21.000 per anno. Ja, davon soll ich die Hälfte einstecken, womöglich 5 Jahre lang. Und bloß weil ich Ihnen den Gefallen tue, das Buch zu verwahren. Wie kommen Sie bloß auf so einen verrückten Einfall? Ach, ich habe dabei an den krummen Finger gedacht. Und an den Daumen, der nach hinten gezeigt hat. Von wegen, auf Schreibstube, Marsch, Marsch. Ja, und wenn schon. Aber dieses Angebot, Pommerenke, das kann ich unmöglich akzeptieren. Tja, aber wovon wollen Sie denn leben? Ich meine, wo Sie das in Ihrer Firma nicht mehr aushalten. Tja, das ist ja auch wahr. Ja, nun kann ich ja endlich den Schwiegersohn vom alten Dörmann, den ganzen Kram, so batz vor die Füße schmeißen. Ja, was wollen Sie denn noch? Och, mein lieber Pommerenke, nun habe ich ja endlich Aussicht, mir eine eigene Existenz aufzubauen. Also irgendwas fange ich an. Irgendwas. Und wenn es eine Knackwurstbude ist. Ja. Bloß das eine, das müssen Sie mir hoch und heilig versprechen. Alles, Pommerenke, alles. Sie dürfen keinem Menschen etwas von verraten. Dass dies viele Geld in Wirklichkeit Ihnen gehört. Auch nicht Ihrer Schwester. Und auch nicht Ihren Kindern. Da können Sie sich fest drauf verlassen. Und wenn man mich mit glühenden Zangen kneift oder in kochende Wurstkessel steckt. Ich habe also Ihr Wort. Das haben Sie, Pommerenke. Vielen Dank, Herr Kappelhoff. Dann kann ich nur gehen. Um nach Schweden zu fliegen. Ja, weiß man denn überhaupt, dass Sie kommen? Ich sollte ja schon lange mal hinkommen. Zu meinem Onkel Heinrich. Zum Onkel Heinrich, so. Ja, denn dann sollen meine besten Wünsche mitfliegen. Mein lieber Pommerenke, mein guter Kamerad. Sie wissen ja gar nicht, was Sie mir mit Ihrer Großmütigkeit für einen Na, Herr Kappelhoff, Sie werden doch nur nicht weich. Können Sie sich wohl nicht vorstellen, beim Mann wie mir, vor dem die ganze Kompanie mal gezittert hat. Wir haben uns dann aber immer mit aller Gewalt das Lachen verkneifen müssen. Das Lachen? Wenn ich? Also wenn Sie den forschen Vorgesetzten rauskehrten, dann waren Sie immer zu komisch.
Auf Wiedersehen, Herr Kappelhoff. Ich lasse auch wieder von mir hören. Tschüss, tschüss und vielen Dank, Herr Kappelhoff. So wenig Respekt hatten die also vor mir. Diese Waldheinis. So, nur aber ins Geschäft. Zum letzten Mal. Gleich rein in sein Privatkontor. Ohne Anklopfen. Herr Sellenkamp, werde ich sagen. Herr Sellenkamp, damit Sie ganz klar sehen und nicht frieren, Ihr Schikanieren und Kujonieren, das hat nur ein Ende. Habt das nun nicht mehr nötig, mich von Ihnen länger schuhregeln zu lassen. Damit ist nun Schluss. Schluss, 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 jawohl! Was war das eben? Ich soll mir nicht so einen Ton erlauben. Sie, ich werde mir doch ganz was anderes mit Ihnen erlauben, Sie. Und wissen Sie auf was, Sie? Am liebsten möchte ich Ihnen das Genick umdrehen. So. Oh, Junge hat das gut getan. Ach so, ja, das Buch. Wohin denn damit so schnell? Wohin denn damit? Verdammt, echt. Was machst du denn da? Sag mal, gibt das noch einen Schlüssel zu der Kommode? Noch ein. Wozu? Geht dich nichts an? Geht keinem etwas an? Ja. So, und nur ins Geschäft. Will bloß mal eben den Herrn Sellenkamp das Genick umdrehen. Oh, tu bloß ein vernünftig Knick umdrehen. Wie kannst du nun bloß? Gerade eben war die Generalprobe. Oh Gott. Glaubst du dir mit deinem Papa? Was heißt hier Papa? Für mich bist du Verkehrshindernis. Was hast du denn, Tante Miele? Lissy, denk mal. Als ich hier eben in die Tür reingekommen bin, da hat dein Vater in die mittelste Schublade was reingelegt und hat sie zugeschlossen. Was reingelegt? Ja, und kein Ein geht auf was an, hat er gesagt. Oh, das wohl schon Geburtstagsgeschenk für mich. Nee, das glaube ich nicht. Du, das war so ein dünnes, schmales Heft oder sowas. Und den Schlüssel hat er ins Portemonnaie gesteckt. So? Ja. Ja, wenn die oberste Schublade nicht auch abgeschlossen ist, dann macht er schon. Wieso? Die kann man ja von oben durchlangen. Von oben. Oh Gott, Lissy, Mensch, wenn er nochmal zurück... Dann ist doch auf, Tante Oh, Mensch, mach zu! Ich bin ja sonst nicht neugierig, aber was das wohl ist, was machst du? Lissy, mach... Na, was ist es denn? Was ist es denn? Das ist doch noch gar nicht. Das ist eine andere Schublade. Schnell, mach schnell, Lissy. Das meinst du? Ja, das... Papa hat was auf der Kasse. Na, denn doch höchstens ein paar Pfennig, wo du nicht mal den Kohlenhändler von bezahlen kannst. Was ist das denn? Na? Kann ich denn nicht mehr richtig gucken? Was denn? 350 Mark, du bist doch verrückt. 350.000 sind das schon! Das war nicht fest, halt deine Tante fest. Das... Lauter Null! Also 350.000. Wer soll sowas aber auch glauben? Mann, am besten wir ziehen die oberste Schublade einfach nochmal wieder raus. Nein, das tust du nicht. Das ist doch schnell getan, Tante. Nee, eben nicht. Wir hatten große Mühe, sie wieder reinzuschieben. Ja, Mensch, das Aas klemmt ja so doll. Ja, was denn, wenn euer Vater da überzukommt? Wo der jetzt wohl steckt. Hast du nicht gesagt, Tante Miele, er wollte heute bei Dürrmann Schluss machen? Wenn das dabei mal nicht zum großen Krach gekommen ist. Er wollte den Herrn Sellenkamp ja sogar das Knick umdrehen. Ja, mit Mund, aber sonst nicht, Rudel. Rudel! Was? Ja, ganz recht, ja. Ja, ich frage mich bloß immer wieder, wie kann man auf einmal zu so viel Geld kommen? Das frage ich mich auch immer. Ja, doch höchstens durch eine hohe Quote in Lottoblock. Siehst du, Tante, Rudel sagt das nur auch. Euer Vater soll getippt haben, das glaube ich ganz und gar nicht. Nee, er nicht. Aber ich doch. Ich doch.
Mensch, was fällt mir jetzt ein? Oh, ich Rindvieh, ich Kamel, ich Rhinoceros, dass ich da auch nicht gleich an gedacht habe. Emilie, habe ich dir mir denn nicht gesagt, ich hätte schon so 6 Kreuze aus dem Lottoschein gemacht? Ja, hab doch gesagt, hast du ja so. Ja, ich wollte auch mal eine Mark riskieren und da ist Vater drauf zugekommen und hat gesagt, ich soll mein Geld mal lieber sparen. Und du meinst, er hat den Tippzettel abgegeben? Ja, wo soll der denn sonst wohl abgeblieben sein? Hier hatte ich ihn hingelegt, hier auf die Kommode. Oder hast du ihn weggeschmissen, Emilie? Weggeschmissen kann ich mich nicht auf besinnen. Ja, wirst du schon nicht gemacht haben. Mensch, du, stand dein Name da schon drauf? Ja, das wollte ich auch gerade fragen, Friedi. Und die Adresse? Nee, so weit war ich ja noch nicht gekommen. Und dann hat Vater ihn auf seinen Namen abgegeben. Und das ist gemein von ihm. Die Kreuze, die ich gemacht hatte, die sind doch mein geistiges Eigentum. Ja. Du, die Hauptsache ist, wir müssen nun erst mal rauskriegen, wie hoch das letzte Mal die Gewinnquoten überhaupt gewesen sind. Das müssen wir. Emilie, die alten Zeitungen, die stapelst du doch alle in der Speisekammer auf, ne? Ja, und neben den Steuereimer. Ja, ich weiß schon. Du Friedi, die von Dienstag muss das sein. Ja. Wenn ich die mal nicht schon mit einem Grünhöger genommen habe. Oh, Tante Miele, man nimmt doch nicht die letzten Nummern. Doch immer so von unten weg. Lauf doch mal zu Frau Schlüter rüber. Die muss sie ja alle aufbewahren, bis ihr Mann von See kommt, ne? Ja, siehst du, bei Frau Schlüter, da herrscht eine andere Ordnung als bei dir. Eine andere Ordnung als bei mir. Ach, hör doch gar nicht nach hinten. Nicht nach hinhören. Na, hör mal, das gehört sich doch nicht von deiner Schwester. Ich hab sie gefunden. Ja, hier damit. Du, das steht immer in der zweiten Beilage an der Grabstelle. Sei doch vorsichtig, Tante Mel. Hier. Nanu. Du hast ein Stück von dieser Seite rausgerissen. Das hat Vater getan. Bloß damit man nichts gewahr werden soll. Hier, seht das hier. Frau Schlüter wollte gerade runter zu Söhnchen. Futter holen. Da. Hört mal zu. Hohe Quoten im Lottoblock. Bei der 16. Ausspielung im deutschen Lottoblock wurden folgende Gewinne gezogen. Gewinnklasse 1, 5 Zahlen und Zusatzzahlen. Hier. 5 Gewinne zu je 354.198 Mark. Und 50 Pfennig. Gewinnklasse 2, Geht uns auch gar nichts mehr an, Mann. Ja, aber ich denke, in dem Buch steht 350.000. Ja, tut er schon auch. Ja, wo ist Vater denn mit den 4.000 abgeblieben? Und den 198 Mark. Ja, und die 50 Pfennig? 50 Pfennig. 50 Pfennig, sag ich. 50 Pfennig Stück hat er mir heute Mittag in die Hand gedrückt. Schenke ich dir, hat er gesagt, hab Glück gehabt, ohne Hänge. Denn lass ihn sich seine Wäschemann selber flicken und stopfen. Nicht einen Handschlag mach ich hier mehr in Haus. Ach, du reg dich doch nicht Nicht auf, Mann. aufregen, worüber soll man sich denn sonst aufregen? Hat die Tausende und Abertausende in der Tasche und für mich seine Schwester, die sich das hier in Haus so sauer werden lassen muss. Für mich hat er von so einem Hochgewinn nicht mehr über. Die lausige 5 Grosch. Und womöglich auch war das bloß ein falscher 50er gewesen. Jetzt er ist ja selber so falsch, ob er sich das Also 354.000 sind es in Wirklichkeit. Guck mal an. Auf meinem Lottoschein gewonnen. Nicht zu glauben. Ja, aber er kann doch nicht immer die 4.000 Mark mit sich rumschleppen. Ne? Oh, der bestimmt noch ein Buch, hat das immer schön bei sich. Ja klar, um immer was abheben zu können, wenn er mal was braucht. Für sich, aber für seine Kinder, du. Oh, ihr sollt mal sehen. Papa wird nun leichtsinnig. Macht Damenbekanntschaften. Hat er doch wohl kein Glück mehr in, was? Sag das nicht. Wenn du Geld hast, du, dann fliegen die Frauen bloß so auf ein. Ja, denn wo ist er jetzt? Hätte er nicht schon längst hier sein können? Aber der ist bei... Ist er wohl? Ach was, Vater hat einen Schlüssel, der klingelt nicht. Ja, vielleicht ist er so blau, dass er das Schlüssel doch nicht finden kann. Nee, ist er nicht. Lissy redet mit Frau Schlüter. Ja. Aber Freddy, hör mal zu, wenn Vater nach Hause kommt, dann hängt er doch für gewöhnlich seine Jacke gleich in der Flurgarderobe auf. Ah, dass ich dann heimlich seine Taschen visitiere. Ja. Mensch, du, vielleicht hat er auch was in der Schlafstube versteckt. Ja, womöglich unter der Matratze. Ja, da verstecken die Geizigen das immer. Genau, das... Für Papa. Schenkt Frau Schlüter ihm. Schnaps? Ja.
Weswegen denn? Na, als sie mir die Beilage raussuchte, habe ich ja da schon gesagt, dass Papa In Lotto so eine Menge Geld gewonnen. Mensch, Lissi, das kannst du doch nicht machen. Warum denn nicht? Das kann doch ruhig jeder wissen. Ja, ist ja auch nicht gelogen, ne? Frau Schlüter hat das auch gleich unten bei Sötje erzählt. Der ganze Laden war voll. Und alle sagt, sie haben gemeint, da wäre das Glück mal an die richtige Stelle gekommen. Da soll schon wieder was abgeliefert werden. Oh, Lissi, Vater soll die Buddel nicht gleich sehen, ne? Versteckt sie erstmal hier. Guten Abend auch. Ja, gnädige Frau, möchten Sie sich wieder bitte hier hinein bemühen? Gnädige Frau. Dankeschön. Endlich treffe ich Sie an, lieber Kappelhoff. Ich bin gekommen, um Sie etwas überaus Erfreuliches wissen zu lassen. Ja, aber ein bisschen setzen darf ich mich doch wohl, ne? Entschuldigung, natürlich. Bitte sehr. Danke. Oder wollen Sie lieber auf dem Sofa Platz nehmen? Danke, danke. Darf ich? Bitte sehr. Sie also das Schwesterchen, welches bei Herrn Professor Dr. Vierkant dient, wenn ich richtig unterrichtet bin? Dient? Ich war bis heute da. Aber nur hat unser einer das ja nicht mehr nötig. Nicht, Rudel und Friedi? Nee, was haben wir jetzt noch nötig, nicht? Was Erfreuliches haben Sie für mich, Frau Roggenburg? Na ja, so eine Andeutung habe ich doch Ihrem Fräulein Tante heute Mittag schon gemacht. Hat sie Ihnen gar nichts davon gesagt? Ja, ich bin vorhin erst nach Hause gekommen und da hatten wir hier gleich was Wichtiges zu bereden. Was Wichtigeres als das, was ich für Sie habe erreichen können? Kann ich mir kaum vorstellen. Oh, meinen Sie, Frau Roggenburg? Ich habe mich bei Herrn Direktor Petersen von der Bergedorfer Citropercola AG, den ich persönlich sehr gut kenne, für Sie verwandt. Was, für mich verwandt? Ja, also diese Firma benötigt per sofort einen Wagenmeister. Ein Fachmann also, der wie Sie Autoschlosser gelernt und der den gesamten Wagenpark zwecks Pflege und Reparatur unter sich hat. Sie bekommen auf dem Werkgelände sogar eine Freiwohnung mit eingebauter Küche, voll elektrisch, haben einen Garten mit Kaninchenstall. Kaninchenstall. Kaninchenstall ist direkt verlockend. Freiwohnung, wo wir uns nun eine Villa kaufen können. Dass ich Ihnen diese glänzende, ich möchte sagen, gesicherte Lebensstellung verschaffen konnte. Das soll der Dank sein, den ich Ihnen schulde, weil Sie meine Tochter... Aus dem brennenden Auto gerettet hat, meint sie. Ja, das meinte ich. Übrigens, dass meine Tochter Ihnen noch einen schönen Gruß bestellen. Und sie wünscht Ihnen alles Gute für Ihr ferneres Wohlergehen. Das soll Helga gesagt haben? Tja, wenn ich Ihnen sage... In wenigen Stunden sitzt sie bereits im Schnellzug nach Hannover. Sie wird sich dort bei meinen Verwandten für längere Zeit aufhalten. Ja, warum sehen Sie mich denn so sonderbar an? Ja, das soll ich wohl. Also ja, ich glaube, Sie zu verstehen. Das nehme ich sogar stark an. Das sagen Sie mal. Haben Sie denn im Ernst geglaubt, ich würde meine Tochter, die Sie sonderbarerweise einfach Helga zu nennen belieben, einem meiner Leute zur Frau geben? Nur weil Sie sie aus dem Auto gezerrt haben? Das hätte jeder andere in dem Moment auch getan. Da war aber kein anderer als ich. Ach, Sie haben wohl schon gedacht, Fräulein Roggenburg, einziges Kind, wird als alles erben und der ganze schöne Betrieb gehört dann mir, nicht? Nee, Frau Roggenburg, da ehren Sie sich aber bannig, wenn Sie meinen... Meine Tochter muss jemand die Hand fürs Leben reichen, schon aus geschäftlichen Gründen meine ich, der auch einiges vorzuzeigen vermag. Und das können Sie ja wohl nicht, nicht? Rudel, hör zu, Rudel, du sag das doch. Jungmann, von wegen hier! Was soll das bedeuten? Oh, Staun soll's nur, aber wie? Nicht, Rudel? Frau Roggenburg, ebenso gut wie das mal eintreffen kann, dass die Firma Alma Roggenburg-Witwe so ganz plötzlich wackelt. Wackeln? Wieso sollte sie wackeln? Weil ihr stiller Teilhaber sein Kapital 80.000 Mark aus dem Geschäft ziehen will. Woher wissen Sie das? Oh ja, das ist ja auch nicht so wichtig. Ich wollte bloß mal sagen, ebenso gut wie sowas mal eintreffen kann, ebenso gut kann bei uns einfachen Leuten eines Tages, ganz unverhofft, auch mal das Glück an die Tür klopfen. Kam es, wird's nur Tete. Hat ja schon an die Tür geklopft. Mit der vollen Faust sogar! Soll man das verstehen? Können Sie noch ohne Brillen lesen? Na, sonst hören Sie mal zu. 5 Gewinne zu je 354.198 Mark und 50 Pfennig. Und einer von den 5 Gewinnern heißt Kappelhoff. In Worten also über eine Drittelmillion. Oh Gott, das kann ja nur ein Spaß sein, wie? Da will wieder einer was abliefern. Lissy, mach Platz auf der Kommode. Ein Spaß, Frau Roggenburg.
verstehe ich nicht in solchen Sachen. Nee, bei Geldangelegenheiten hört das Spaß meistens auf. Ist ja kaum zu glauben. Na, was hab ich gesagt? Von unserem Käshöger. Mensch, Rudel, guck mal. Oh, da steckt ja ein Brief drin. Wir gratulieren unserem alten, geschätzten Kunden, Herrn Julius Kappelhoff, zu dem kolossalen Glück. Ausrufungszeichen. Hier kann man mal sagen, Fortuna hat ihr goldenes Füllhorn endlich über Leute ausgeschüttet, die das verdienen. Wieder ein Ausrufungszeichen. Guten Appetit wünschen Johannes Södche und Frau Feinkost Wild und Geflügelhandlung. Tja, also, nun muss ich's ja wohl glauben. Also, Ihr Vater hat dieses unverschämte Glück gehabt. Hat er. Jawohl, Frau Rocken. Und wem hat er das zu verdanken? Mein Papa ist aber nicht unverschämt. Nö, der begnügt sich mit 54.000 und gibt seinen Kindern je 100.000 ab. 354.000. Ein Vermögen. Ein Vermögen. Ja, aber nun mal was anderes, Frau Rockenburg. Wenn ich mir vorhin rausgenommen habe, statt Fräulein Rockenburg Helga zu sagen... Naja, so war es ja auch nicht gemeint von mir, ne? Nicht? Oh, das ist schön, ja. Wir beide sind uns nämlich schon einig, wissen Sie. Ja, so eine Andeutung hat Helga mir ja schon gemacht, nicht? Und dass es mit Ihnen und Helga ja wohl eine Herzenssache ist, hat mir Ihre Tante heute Mittag schon verraten. Würden Sie sonst wohl Helgas Taschentüchlein auf dem Herzen tragen, als Talisman, damit Sie keinen Verkehrsunfall erleiden? Wissen Sie, so viel Gemüt hätte ich Ihnen eigentlich gar nicht zugetraut. So. Jetzt will ich aber schnell nach Hause, damit Helga ihre Koffer wieder auspackt, nicht? Übrigens würden wir uns sehr freuen, Sie und Ihren Herrn Vater heute Abend bei uns begrüßen zu dürfen. Ja, gern sogar, Frau Rockenburg. Ja. Ich habe bloß vorher mit meinem Vater noch was zu besprechen. Ja, ich glaube, Sie zu verstehen. Und man kann ja auch sehr gut das Private mit dem Geschäftlichen verbinden, nicht? Mir wäre sehr daran gelegen. Auf Wiedersehen. Oh, Wiedersehen, Frau Rock. Wiedersehen. Und empfehlen Sie mich bitte Ihrem Herrn Vater, ja? Gnädige Frau. Ja. Na, das haben Sie nun ja nicht mehr nötig. Die ist nur aber mit einer anderen Meinung von uns losgezordelt, war Rudel? Was die wohl heute Abend mit mir vorhat? Na, sowas wie eine Verlobung ist doch klar. Mensch, das muss ich gleich mal Tante Miele erzählen. Tante Miele? Tante Miele? Oh, Rudel, du, deine Chefin als Schwiegermutter? Oh, haue, ha. Oh, haue. Miele, was ist denn? Tante sitzt abends tun und weint. Wenige 50 Pfennig, Tante Miele. Ah, nun komm mal aus der Küche, Tante. Ich gehe nun in mein Zimmer, pack mich zu Bett und stehe überhaupt nicht wieder auf. Na, hör doch mal. Nein, ich will nichts mehr hören und nichts mehr sehen. Oh, was sehe ich denn da? Von unserem Käshöger, Tante Miele. Lissi, Vater soll den Kopf nicht gleich gewahr werden. Von Södchen, ja, sowas wie dies verschenkt man ja meistens nicht. Oh, Klar, reiche Leute wie wir, die will er sich doch nur warm halten. Komm mal mit, Tante Miele. Wollen wir sehen, was da alles drin ist. danach muss Södchen das doch auch schon wissen mit den hohen Lottogewinnen, nicht? So was bist du doch schnell rum, Tante Miele. Uns gegenüber hält euer Vater doch immer noch mit hinterm Berg. Das ist doch nicht zu sagen, sowas. Also ich finde für sowas überhaupt keine Worte mehr. Lissy, lässt du das Naschen nach? Oh Mann, Freddy, du. Reiche Leute, sagt Lissy. Lassen wir uns jetzt irgendwo sehen, dann heißt das gleich, guten Tag, Herr Kappelhoff. Wie geht es Ihnen, Herr Kappelhoff? Auf Wiedersehen, Herr Kappelhoff. Sollst mal sehen, wie die Menschen zu dir sind, wenn du Geld hast, du. Tja, nun kann unser einer Trinkgelder verteilen, weißt du? Mensch, du, ist das nicht Vater, der da um die Ecke kommt? Geht er gerade oder schaukelt er? Was hat er denn für ein großes Paket unter den Arm? Kann mein Geld wohl nicht früh genug loswerden. Freddy, denk bloß an seine Jacke, du. In der Zeit gebe ich mir Gas, überhole ihn links
und zeig ihm das Stopplicht. Dass er bremsen muss. Und dann komme ich ihm auch mit der Bremse, du. Von wegen auf meinem Lottoschein sein Namen, du. Du, das ist eine glatte Urkundenfälschung. Oh, ja. Nee, ehrlich. Ja, du kannst mir viel erzählen. Also Rudel, Tante will das nicht glauben. Deine Chefin will, dass du ihre Tochter... Deutlich genug hat sie mir das ja zu verstehen gegeben. Nicht wahr, Rudel? Du, die Frau rechnet mit dem Geld, das kannst du mir glauben. Na klar, hat ja schon gesagt, von wegen das Private mit dem Geschäftlichen verbinden. Na, Rudel, deine Helga, die fährt jetzt jedenfalls nicht nach Hannover, was? Nee, die wäre auch bloß bis Harburg gekommen. Wieso? Ja, das hatten wir beide uns schon besprochen, du. Nee. Ja, da hält doch der Zug gleich noch mal so nach 10 Uhr, ne? Ja, und ich wollte dann auf dem Bahnsteig stehen und gleich wieder mit ihr zurückkommen. Oh, ich verstehe. Sowas wie eine Entführung, nicht? Was wolltest du mit ihr? Ach du, wie ich das mal im Kino gesehen habe, bis die Schwiegermama nachgegeben hätte. Oh nee, wie wäre das romantisch gewesen. Quatsch, eine große Verrücktheit wäre das von dir gewesen. Wo hätte sie denn abbleiben sollen? Habe ich doch schon alles in Ordnung gebracht, Tante. Hä? Na, Frau Peters hat doch ein Zimmer frei. Auch bei der hier unten im Parterre. Auch nö. Da Auch schließt nö. einer an der Tür. Ach, ob das Vater ist. Ja, Stimmt, das Vater. ist- pass auf, Die sehen uns in einer Aber wenn du auch noch mal was Komm, vorjammerst. komm, Ja, aber los, komm. Ja, da seid ihr ja, die Häupter meiner Lieben. So, meinen ollen Regenmantel habe ich gleich mitgebracht. Hast du ihm denn nun den Kram vor die Füße geschmissen, Vater? Ja, das habe ich, mein Jung. Und deine Papiere hast du auch bekommen? Ja, die habe ich mitgekriegt. Bloß meinen letzten Wochenlohn konnte man mir leider nicht mehr ausbezahlen. Wie schade, nicht, Papa? Ja, ja. Denkt ihr, Miele, über der alten Hamburger Firma Robert M. Dörmann schwebt der Pleitegeier. Weißt du, der Buchhalter Langbein, der doch damals meinen Posten gekriegt hat. Als du Soldat spielen musstest, nicht, Vater? Ja, ja, der hat die Firma um zigtausend betrogen und ist nur flüchtig. Das hat der Herr Sellenkamp nur davon. Hast ihm denn nun das Genick umgedreht, Vater? Da wollte ich ja. Du, ich war gerade in der richtigen Stimmung. Ich rein in sein Privatkontor, ran an den Schreibtisch. Und da, Vater? War er nicht da. Was ein Glück für ihn, nicht, Papa? Ja, der ist heute Mittag nach Bad Bramstedt gefahren. Will seinem Schwiegervater wohl schon beibringen, dass der nur pleite ist. Wie das mit der Firma Robert M. Dörmann steht, kann dir doch nur egal sein. Judo, Freddy und Tante. Ja, das meine ich, meine auch. Ja, wozu da nun noch ein Wort über verlieren, ne, Vater? Ja, aber wo ich nun ohne Verdienst bin, da macht ihr gar keine besorgten Gesichter? Nee? Ja, und dass euer Vater sich nicht länger so behandeln lassen konnte, das seht ihr selber ein. Och, Rudel, Fredi, Lissi, kommt her, ran an die teure Vaterpost! Oh, Miele, was habe ich doch für prächtige Kinder! Ja, was haben die drei jetzt für prächtigen Vater? Ja, das sowieso! Setz dich mal. Komm, Vater, zieh deine Jacke aus. Ne? Ja, Vater, komm. Wieso, das tust du sonst auch immer gleich als Ja, erstes? gewiss, aber heute nun mal nicht. Danke. Ach, Kinders, was ist das doch für ein wunderbares Gefühl, wenn ein Vater und seine Kinder sich so gut verstehen. Wenn alles in Ruhe und Frieden lebt, einträchtig beieinander, weil in der schönsten Harmonie. Ne? Nicht, Miele? Ja, was ist denn mit dir los, Herr Ultean? Soll mit mir los sein? Gar nichts. Ja, Tante kann da noch nicht so schnell über wegkommen, Vater. Nee, das soll ich wohl nicht. So, worüber denn nicht? Ja, du musst nämlich wissen, eben, ehe du kamst, war meine Chefin hier. Frau Roggenburg? Zum zweiten Mal heute schon. Ach, und weißt du auch warum, Vater? Ne? Na? 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 Weil du nur meine Schwiegertochter haben sollst. Nee, ist das wahr? Rudel, du und ihre Tochter, ihr beiden. Ja, das wäre ja großartig. Sie ist ja ihr einziges Kind, nicht wahr? Du, dann hast du die allerbesten Aussichten. Ja, das kann man wohl sagen. Ja, Ja. ja, da ist bloß noch ein Haken bei. Mit der Heirat? Ja, ja. Helgas Mutter hat einen stillen Teilhaber und der will sein Kapital 80.000 Mark aus dem Geschäft ziehen. Ja, ja, du, und dann wackelt die Firma Alma Roggenburg-Witwe. 80.000 Mark. Oh, die nur aufzutreiben, das fällt schwer. Aber nicht für jeden, wenn er bloß will. Ja, das meine ich, Mann, auch.
Ja, was ist denn? Ihr guckt mich alle so eigenartig an. Hast du ja eben gehört, dein Sohn möchte Fräulein Roggenburg heiraten. Von mir aus, dazu gebe ich gern meinen Segen. Ja, an ein Segen ist mir nichts gelegen, Pfarrer. Aber an so eine 80.000 Mark. Ja, da rechnet Frau Roggenburg doch nur mit. Und eben hast du doch gesagt, was für ein wunderbares Gefühl das ist, wenn Vater und Kinder sich gut verstehen. Na klar, aber dies verstehe ich nun nicht. Lass mal nicht, ich bin schon da, Also, du verstehst das nicht? Nee. Tja, dann muss ich da wohl mit rauskommen. Hast du gedacht, dein Vater wird das von selbst? Womit denn rauskommen, Rudel? Ja, mit dem, was nicht bloß wir wissen. Nee, weil schon die ganze Straße weißt du. Ganze Straße weiß? Dein Zigarrenhändler weiß das auch schon. Mit dem herzlichsten Glückwunsch. Lässt Harms dir bestellen. Glückwunsch? Mir? Oh, den Korb, du. Dann will er es aufmachen, du. Und die hier, Pfarrer, die hat Frau Schlüter schon für dich abgegeben. Unsere Nachbarin? Gratuliert dir ebenfalls herzlichst. Und du sollst du gleich mal sehen, wie Fettwarenhändler Söhnchen sich angestrengt hat, du. Ja, und sonst hat er sich immer so angestellt, wenn man mal was auf Pump haben wollte. Der Vater, der wünscht dir sogar noch guten Appetit, du. Als ob du den nicht immer hättest, ne? Guck mal, Papa. Wie ein Gedicht von Schiller, ne? Ja, aber warum das? Also, Ja, Vater, ich, als dein ältester Sohn, darf dir im Namen von meinem Bruder und meiner Schwester und auch von Tante Miele Nee. unseren aufrichtigsten Glückwunsch aussprechen. ja, wozu denn, Rudel? Nun sag das doch endlich. Weil du zu den 5 gehörst, die in Lottoblock über eine Dreiviertelmillion gewonnen haben. Was? Ich? Ich soll... Genau 354.198 Mark und 50 Pfennig. Ja, von den 4.198 wollen wir nur noch gar nicht mal was sagen. Aber ich von den 50 Pfennig. Sag mal, du hast ja wohl gar kein Schamgefühl mehr, dass du mir, deiner Schwester, die sich das hier im Haus so sauer werden lassen muss, heute Mittag von so einem hohen Gewinn ganze lausige 5 Groschen in die Hand drücken mochte. Sie geht nicht. Was, die ich auf der Straße gefunden habe, meinst du? Gefunden, du hast doch selbst gesagt, du hast Glück gehabt. Ja, unverschämtes Glück hat Frau Roggenburg das genannt. Kinder, nun sei doch mal vernünftig. Ich hab doch gar nicht getippt. Verdammt um Eck. Nee, aber abgegeben hast du den Schein mit deinem Namen, auf dem ich die richtigen Zahlen angekreuzt habe. Das soll ich getan haben? Du träumst ja wohl. Pfarrer, nun tu doch bloß nicht noch so... Nee, wir freuen uns doch mit dir, Papa. Unsinn, hier gibt das nichts zu freuen. Nee. Also nun fehlt bloß noch, dass du das nicht zugeben willst. Denn will ich, deine Schwester, dir das mal sagen. Da in der mittelsten Schublade, da liegt ein Sparkassen. Du hast also doch noch einen Schlüssel gehabt. Und ist auf deinen Namen ausgestellt, jawohl. Ja, konnte ich mir ja gleich denken. Na ja, schön. Schön, nehmen wir mal an, ich hätte das Glück gehabt. Naja, hast du doch auch, Vater. Naja. Und warum ich das bis nun verschwiegen habe, ja, Kinders, das habe ich so für richtig gehalten. Ich habe das Geld gleich auf die Sparkasse gebracht. Auf ein Konto, ein Moment. Auf eine Kasse gehört das auch hin, nicht, Papa? Ja, dann ist das ja schlecht. In Strumpfstecken. Nee, wo sollen wir wohl all die Strümpfe herkriegen? Oder unter der Matratze, wo man das erst findet, wenn du tot bist, nicht wahr? Da soll doch nun das richtige Leben erst anfangen. Ja. Auf ein Konto. Hier, Kinders, komm mal her. Bitte. Was ist das? Was steht da? Du... Gesperrt. Bis 1. Oktober 1961. Was? Bis 61? Hast du das sperren lassen? Dich soll man einsperren. Also erst nach 5 Jahren? Ja, was denn nun? Und er? Er kann man da nun nicht ran? Eher nicht, nee. Oh, was für ein verrückter Einfall, aber auch, oh Junge, wie ist sowas bloß möglich? Was heißt hier verrückter Einfall? Auf den kannst auch bloß du kommen. Ich? Och, das hat doch der pomadige Kassenbeamte, der hat mir den Vorschlag gemacht. Aber also deinen klaren Verstand hast du aber nicht bei dir gehabt. Oh, Mensch, Rudel. Wenn Frau Roggenburg nun nicht die 80.000 Mark... Lass mich in Ruhe, sag ich dir. So, als wenn ich nun was dafür könnte, nicht Frieden. Oh, bleib mir von Leib, ich will nichts hören. Mensch, hätte ich Kamel doch bloß selber den Lottoschein abgegeben. Was der bloß immer mit seinem Lottoschein hat. Na, Freddy hat doch recht, wenn er den Schein... Oh, ich geh schon. Wer nun wohl wieder was bringt. Den möchte ich mal fragen, woher er das weiß. Oh, verfluchte Schiene.
Fräulein Roggenburg steht draußen. Ja, und dann lässt du sie nicht gleich rein? Bestimmt schon von ihrer Mutter hergeschickt, wegen dem Geld. Ich möchte ja bloß mal wissen, wer das alles weiß und woher man das weiß. Weil das ja eigentlich gar keiner wissen kann. Ja, geh ruhig schon hier rein. Guten Abend. Das ist mein Vater. Meine Tante kennst du ja. Entschuldigen Sie, Herr Kappeler, wenn ich störe. Ach, Fräulein, wir sind hier alle so verstört. Da kommt das auf ein bisschen mehr oder weniger gar nicht drauf an. Du setzen Sie sich doch erstmal vor. Nein, danke, ich kann mich nicht lange aufhalten. Ja, was ist denn? Rudi, du sagtest ja, hier im Hause wäre ein Zimmer frei. Ja, bei Frau Peters im Parterre. Aber Ich bin fest entschlossen, mich nicht länger von Mama bevormunden zu lassen. ja, Helgerlein, nun Ich hör mal. denke nicht daran, meinen Vetter Fridolin zu heiraten. Das sollst du Ich doch auch gar verlasse nicht. nun das Haus, habe ich ihr geschrieben, und werde mich irgendwo so lange verborgen halten, bis ich den Mann heiraten kann, den ich will. Ja, Helga, Ja, ja. Nun nimm aber endlich mal Gas weg und Pett auf die Bremse, ne? Du weißt ja noch gar nicht, dass deine Mutter vorhin hier war. Sie ist tatsächlich hier gewesen. Ja, war sie. Und ich sollte heute eigentlich Ach, schon... Rudi, erzähl mir das bitte nachher. Hol lieber erstmal meine beiden Koffer, die noch in der Taxe sind. Entschuldigen Sie nochmals, Herr Kappeler. Wiedersehen. Nicht nötig, Fräulein, nicht nötig. Nicht nötig, Fräulein, nicht nötig. Und Helga hätte das nun nicht nötig, ihrer Mutter wegzulaufen. Alles hätte mit uns heute Abend schon in Ordnung kommen können. Ja, sowas wie eine Verlobung sogar schon. Mensch, du, und von wegen die allerbesten Aussichten. Das sieht das nun ganz so gar nicht nach aus. Und das habe ich dir zu verdanken, du bloß dir. Aber das sage ich dir, das spreche ich. Und jetzt hab ich auch die Nase voll hier. Dir zu verdanken, bloß mir. Ja, warum willst du Frau Roggenburg denn nur auch nicht helfen, wenn du Geld hast? Also, Papa, mit deinem blöden Sperrkonto hast du die bessere Zukunft für deine Kinder direkt verkauft. Sag mal, was erlaubst du dir für einen Ton? Fehlt bloß noch, dass dein anderer Bruder mir auch noch die Ohren voll bläst. Vater, wenn du dich an deinen Kindern nicht versündigen willst, dann musst du das in deinem Sparbuch ändern lassen. Das kann ich nicht. Nee, und das tut auch keiner. Ach was, das ist doch mit so einem Kapital gerade so, als wenn einer in seinem Hühnerstall ein Huhn hat, was tüchtig Eier legt. Ja, würde er denn so dumm sein und das Tier schlachten? Naja, und die vielen Eier sind in diesem Fall die Zinsen. Ja, das habe ich jedem in der Küche ausgerechnet. Das sind jährlich 21.000 Eier. Mark. Ich dachte, das ist aber ein schönes Stück Geld. Ja, und wem hat er das zu verdanken? Mir. Bloß mir. Friedi, nimm mal das Paket mit raus. Was tut das da auf der Kommode? Bloß dir zu verdanken, du musst dich aber lachen, mein Junge. Wie kann man über sowas lachen? Hä? Das, was runtergefallen, krieg das mal wieder auf, ja? Ja, ich bin da schon dabei, sowas. Darüber lachen, wenn du mit meinem Lottoschein über den Deich gegangen bist. Nanu. Das ist er ja. Dein Lottoschein, Fried. Steckte der da in dem Buch? Na, was sagst du nun? So ein Schießsünd. Da läuft er raus, statt sich bei seinem Vater zu entschuldigen. Julius, denn hast du doch selbst so einen Zettel ausgefüllt? Ob ich das habe oder nicht habe, geht hier kein Mensch was an. Meine Güte, man kann ja mal fragen. Na, dann frag doch deine innere Stimme. Oh ja, Tante Miele. Vielleicht kann die uns denn ja auch sagen, was Papa mit dem restlichen Geld von seinem Lottogewinn zu tun gedenkt. 50 Pfennig davon hat er ja schon seiner Schwester geschenkt. Also nun halt endlich auf von den 5 Groschenmiele. Hey, die schmier ich dir nur jeden Tag aufs Brot. Du, konnte ich mir ja gleich denken. Und wenn ich auf mein Sterbebett kein Wort mehr rauskriege, da halte ich ihm noch die 5 Finger hin. Na, Papa, wie ist das denn du mit den 4.198 Mark? Die hab ich doch nicht. Die hab ich doch nicht. Die hast du. Ach was. Sag mal, Julius, du wirst doch wohl nicht diesen Pomerenke damit geholfen haben? Ja, ich ihm geholfen? Ich ihm? Hast du eine Ahnung? Pomerenke, wer ist das denn? Ach, wer soll das schon sein? Den kennt dein Vater noch aus dem Krieg und der muss heute nämlich nach Schweden. Mal wieder was annehmen. Du nimmst mir nichts mehr an, hörst du? Du sagst, das wäre alles nicht wahr mit dem hohen Lottogewinn. Julius, nun verführ dein Kind doch nicht auch noch zum Lügen. Papa, das kann doch vielleicht ein Fernsehapparat sein. Oh. Der gehört nur mit zu unserem höheren Lebensstandard. Du, Miele, tu mir den einzigen Gefallen und lass mir diesen Pomerenke aus dem Spiel. Schön, dann lass ich den Pomerenke. Der fliegt doch nur schon über der Ostsee. Herr Pomerenke steht draußen. Pomerenke? Was schon Klaps. Also, bitte sehr, Herr Pomerenke. Danke. Na, Pomerenke, wo kommen Sie denn her? Also gerade eben sagt mein Bruder, Herr Pomerenke fliegt schon über der Ostsee. Ja, ich wollte, das wäre so.
Ja, ist denn was dazwischen gekommen? Du setzen Sie sich doch. Danke. Sie haben auch eine Tochter, Herr Kappelhoff? Ja, bloß die eine, die langt mir schon. Was ist denn nun? Ne? Pommerenke! Jawohl! Danke. Bitte. Ja, wollen Sie denn nun nicht mehr flüchten? Fliegen, meine ich? Nur erst morgen Abend. Im Flughafen muss ich noch mal ins Büro. Kriegte da ein Telegramm ausgehändigt von meinem Onkel. Nicht abfliegen, stopp. Sofort anrufen, stopp. Habe ich dann auch getan. Ja, und nun? Ja, mein Onkel kommt morgen für einen Tag hergeflogen. Hat hier was Wichtiges zu erledigen, sagte er. Und wo er mich denn anschließend treffen könnte, wollte er wissen. Tja, und da fiel mir so schnell nichts anderes ein, als Ihre Adresse anzugeben. Hätte ich wohl lieber nicht tun sollen. Och, lass sie mal herkommen, nicht, Miele? Ja, natürlich. Und Sie, Herr Pommerenke, Sie schlafen heute Nacht einfach hier bei uns, ne, Julius? Oh, Miele. Das ist das erste vernünftige Wort, was ich heute von dir höre. Ja, auf dein erstes vernünftiges warte ich ja auch noch, nicht? Ja, auf dem Sofa geht das schon ganz gut, nicht, Papa? Na klar, immer noch besser als auf dem Strohsack im Munsterlager. Nehme ich dankend an, Herr Kappelhoff. Und ich mach für uns alle zusammen mal ein schönes Abendbrot. Lissy, komm, hilf mal mit. Lissy! Ja! Oh, und was für ein Abendbrot? Staunen sollen Sie nur aber. Scheint nicht wie bei armen Leuten, ne? Ja, da gucken Sie aber mal. Na ja, Sie können ja auch nicht ahnen, was hier los gewesen ist bei uns. Ja. Ja, was ist denn hier los, Herr Kappelhoff? Hier ist der Teufel los. Meine Schwester hat nämlich neugierig, wie so die Frauen nun mal sind, das Sparkassenbuch in der Kommode gefunden. Oh je. Tja, und was nu? Tja, nun rebelliert die ganze Familie gegen mich, weil das Konto ja auf 5 Jahre gesperrt ist. Sie verraten aber doch nichts, hm? Lieber beiß ich mir die Zunge ab. Auch mein Onkel darf davon nichts erfahren. Dass Sie hier ein getarntes Konto haben. Weswegen will er denn herkommen? Och, hat wohl eine wichtige Verhandlung mit einem neuen Großabnehmer. Papa! Ja? Sollst mal zu Tante Miele kommen? Ja. Sie kann die Dose mit Hummer nicht aufkriegen. Kann sie nicht, wa? Aber die Kommodenschublade kommt eine Tante fein auf mich. Danke. Ja. Ja, die Kommode. Danke. Okay. Ach, Fräulein Kappelhoff. Sind Sie in einem Kontor angestellt? Nee, ich bin Hausangestellte. Ach, danke. Bei Professor Vierkant. Am Leinpfad. Ja, ich muss doch um 11 wieder hin. Was? So spät noch? Ja. Ach, Fräulein Kappelhoff. Ja. Würde es Ihnen etwas ausmachen, wenn ich Sie dahin begleiten würde? Ach, das wäre zu nett von Ihnen. Oh, Sie können ja auch da vor der Tür warten, ne? Ja, und warum das? Ich bringe Ihnen denn schon ein paar von meinen Sachen raus. Die können Sie denn schon mitnehmen. Macht dann nämlich morgen Schluss. Was? Sie wollen Ihre Stellung aufgeben? Na ja, wo doch Fortuna ihr goldenes Füllhorn über uns ausgeschüttelt hat. Ach, wissen Sie, was mir eben beim Abendbrot machen eingefallen ist? Na? Och, wenn Sie da in Stockholm sind, ne? Dann horchen Sie doch mal ein bisschen rum. Ich habe nämlich gehört, da sind deutsche Mädchen in besseren Familien sehr begehrt. Ja. Mein Onkel hat auch 2 aus Deutschland. Fürs Haus. Oh, gleich 2? Mann, das sieht er sich wohl sehr gut, Ihr Onkel, wa? Ja, hat eine der größten Seifenfabriken in ganz Schweden. In ganz Skandinavien kennt man die Firma Heinrich R. Dependal. Was sagten Sie ihm? Heinrich R. Dependal? Ja. Hat er auch noch die Vornamen Roderich,
Und Emmerich? Stimmt. Roderich und Emmerich. Ja, aber was ist denn, Fräulein Kappelhoff? Was haben Sie denn? Meine Kinder, auf, wenn Pommerenke sein Onkel morgen kommt. Ja, was ist denn? Ja, ich weiß auch nicht, was Ihre Tochter auf einmal hat, Herr Kappelhoff. Weißt du, wie der Onkel von Herrn Pommerenke heißt? Nee, wie heißt denn der Seifenonkel? Devendahl. Heinrich, Roderich, Emmerich, Devendahl. Du, was war man noch mit Roderich? Oh, Mensch, Papa, dann ist er das doch. Wer? Tante Miele Ian. Richtig, konnte ich mir ja gleich denken. Sollte das mein Onkel gewesen sein, Herr Kappelhoff, von dem Ihre Schwester heute Morgen erzählt hat, dass sie ihm ewige... Ja, und auch er ihr ewige Treue geschworen hat, jawohl. Und inzwischen war er schon zweimal verheiratet. Was? Zweimal schon? Während meine Tante noch immer den Ring trägt, den er ihr mal an einem Weihnachtsabend an den Finger gesteckt hat. Und das sogar unter einem brennenden Tannenbaum, nicht Papa? Da kannst du aber mal sehen, wie ihre innere Stimme ihr all die Jahre was vorgelogen hat. Ja, aber natürlich, Fräulein Kappelhoff. Mach mal zu. Guten Morgen, Herr Pommerenke. Schönen guten Morgen, Fräulein Kappelhoff. Nun frühstücken Sie mal erstmal schön, ne? Ja, aber das hätte ich doch auch in der Küche können. Ach nee, wissen Sie, bei mir in der Küche, das steht alles noch so rum von gestern Abend. So. Ja, Sie waren gestern Abend aber auch auf einmal verschwunden, Fräulein Kappelhoff. Ja, ich bin zu Bett gegangen. Tue ich immer, wenn mich einer ärgert. Na. Sie hat doch niemand geärgert, Fräulein Kappelhoff. Von wegen, mich keiner geärgert. Ha. Warum will man mich nun nicht in den Glauben lassen, dass der Mann, der mir so aufrichtig die Treue geschworen hat, nicht doch eines Tages vor der Tür steht, ne? Augenblick bitte, ne? Augenblick. Komme schon! Tata! Oh ja, danke. Ja, Wiedersehen. Hier, abgegeben worden. Für Herrn Julius Kappelhoff mit so einem Brief dabei. Also gerade als wenn er so ein Filmstar wäre. Na, von wegen mich nicht geärgert haben, wie Sie eben meinten. Ein Glück, dass Sie mit meiner Nichte weggegangen sind. Da kriegten Vater und Söhne sie nämlich erst so richtig in die Wolle. Auch wegen der 4.195 Mark. Von den 5 Groschen will ich lieber schweigen, sonst kommt ja der Kaffee wieder hoch. Wegen der 4.000 Mark, sagen Sie? Naja, wir haben es doch schwarz auf weiß, wie hoch genau der Lottogewinn gewesen ist. Wo aber ist das Geld? Mein Bruder will doch nichts von wissen. Der stellt sich noch dummerhaftiger an, als er von Natur schon ist. Aber er muss doch was in Reserve haben, Herr Pommerenke. Sonst hätte er das doch gar nicht riskieren können, bei Dörmann Schluss zu machen. Wovon soll ich nur was auf den Tisch kriegen? Fräulein Kappelhoff, ich will Ihnen mal was sagen. Ne? Sie müssen mir aber fest versprechen, das ganz für sich zu behalten. Ich bin doch kein Waschweib, was ist denn? Fräulein Kappelhoff, Ja. Ihr Bruder hat gestern Abend auf die Kommode etwas hingelegt.
Unter das Buch? Geld, meint sie? Er hat gesagt, wenn Sie das finden würden, dann würden Sie gewiss ein dummes Gesicht machen. Oh. Und gleich 200 Mark. Weißt du, hat er sich ja verraten, so ein Schafskopf. Er sich verraten? Ja, man, gleich 200 Mark beweist doch, dass er fix was in Reserve hat. Ja, ich weiß nicht, Fräulein Kabelhoff. Hat er. Aber wenn er denkt, ich nehme das an mich, der hat er sich aber geschnitten. Ja, aber Sie brauchen noch Wirtschaftsgeld, Fräulein Kabelhoff. Das soll er mir schön auf den Tisch zählen, so wie ich das gewohnt bin. Tja, nachher überlegt er sich das anders und er nimmt Ihnen die Hälfte wieder weg. Ja, das stimmt, nicht? Das bringt er fertig. Ja, ist besser, nicht? Ja, ich weiß ja, wie boshaft ich mein Bruder mir gegenüber immer sein kann, nicht? Na, Talemile, redest du schon wieder von den 50 Pfennig? Sei du bloß still, du machst, dass du wegkommst. Mir langt das nämlich, wenn euer Vater nun den ganzen Tag über hier im Haus rumliegt. Geh ja schon. Bitte? Was? Och, du... Morgen, Herr Pomerenke. Morgen, Fredi. Herr Pomerenke, ich wollte Sie schnell noch um was bitten. Sie fliegen noch heute Abend nach Schweden, nicht? Mit meinem Onkel, ja. Ja, der die große Seifenfabrik hat, nicht? Ja. Herr Pomerenke, wenn Sie da so ein bisschen warm geworden sind, denken Sie da mal an mich. Ich meine, vielleicht gibt es in dem Betrieb ja für mich eine Beschäftigung. Wollen Sie denn weg von hier, Fredi? Oh, bleibt mir noch was anderes über? Ich kann mich doch nun nirgendwo mehr sehen lassen. Dann heißt es doch gleich, der läuft noch in der Grashüpferuniform rum. Dabei hat sein Vater Geld wie Heu. Ich muss mir die Augen aus dem Kopf schämen. Fredi, ich will Ihnen mal was sagen. Sie müssen nicht immer Sie zu mir sagen. Das bin ich gewohnt. Na schön. Sag ich also du zu dir und Fredi und du nennst mich Oskar und sagst auch du. Ach nee, das gehört sich nicht. Doch. Ich will dir auch sagen, warum. Ja. Sieh mal, Fredi, deine Schwester hat mir gestern Abend gleich so gut gefallen und ich ihr wohl auch so ein bisschen. Das habe ich doch gleich gesehen. Sie hat ja gestern beim Abendbrot ja immer die besten Happen auf den Teller gelegt. Ne? Bitte schön, Herr Pomerenke. Noch ein bisschen Tee, Herr Pomerenke? Darf ich Ihnen noch einen Schuss Rum in Tee tun, Herr Pomerenke? Naja, jedenfalls haben wir beiden uns so richtig ineinander verliebt. Sowas geht wohl mitunter ganz fix, nicht? Siehst du? Und darum will ich deinen Vater nachher auch fragen, ob er mir nicht deine Schwester zur Frau geben möchte. Mensch, dann bist du ja nun mein Schwager. Och, dann musst du mir ja den Gefallen tun. Mit Schweden, meine ich. Ja, denn tschüss, Schwager Oskar. Tschüss, Schwager Fredi. Oh, stopp. Ja, was soll das, Fredi? Ja, ich will mir doch nur ein Wörterbuch kaufen. Von wegen Tyska, Svenska. Also, Farvel, Oskar. Farvel. Was heißt hier na? Und wieso Oskar? Mit dir rede ich nicht, dir bin ich Sappel. Erlaubt der Bengel, sich Sie mit Oskar anzureden. Moin, mein lieber Pomerenke. Schönen guten Morgen, Herr Kabelhoff. Denken Sie auch daran, rechtzeitig nach dem Flughafen rauszufahren? Ach, ein bisschen Zeit habe ich ja noch. Ja, dass Sie mir den Onkel nicht verpassen. Er darf auf keinen Fall hierher kommen. Nee, dafür sorge ich schon, Herr Kabelhoff. Ja, meine Schwester ist nun mal eine alte Jungfer. Und die kommen bekanntlich auf die dümmsten Einfälle. Tja. Herr Kabelhoff. Herr Kabelhoff. Na, Herr Kabelhoff.
Ich habe große Lust, mich wieder zu verheiraten. Pomerenke, seien Sie doch vernünftig. Sie wissen ja auch gar nicht, wen ich heiraten will. Na wenn schon, reinfallen tun Sie ja doch wieder. Herr Kappelhoff, ich möchte Sie, wie man immer so schön sagt, um die Hand Ihrer Tochter bitten. Rühren! Danke. Was denn, Lissy? Die wollen Sie sich aufhalsen? Ich habe Lissy von ganzem Herzen lieb. Und sie mich auch. Hat sie? Konnte ich mir ja gleich denken. Beim Abendbrot kriegten Sie ja auch immer mehr Rum in Tee als der Vater. Ja, von wegen Vater. Sehen Sie, ich habe meinen Vater ja schon früh verloren. Und darum möchte ich nur noch wenigstens einen Schwiegervater haben. Na ja, Schwiegervater ist ja auch ganz was anderes als eine Schwiegermutter. Gar kein Vergleich. Also, denn von nun ab mag uns beiden nur noch per Du. Verstanden? Jawohl. Schwiegervater, ich danke dir. Nee, mein Junge, ich hab dir zu danken. So kommt wenigstens einer von der Blase aus dem Haus. Aber Rudel geht doch auch. Er sagt ja nee, weil diese Frau Roggenbuck ja... 80.000 Mark brauche ich, weiß. Ja, die habe ich ja nun mal leider nicht. Aber das Buch da ist eine 100%ige Sicherheit. Jedes Bankinstitut nimmt das an zum vollen Wert. Ja, du meinst, ich sollte... Ja, warum denn nicht? Ja, wenn ich das darf. Von meinem Treuhänder und Schwiegervater soll ich ja wohl annehmen können, dass er mit dem Kapital so arbeitet, dass er es mir abwirft. Als 6% per anno. Du, das wollen wir schon hinkriegen. Das soll mein Rudel gleich zu wissen kriegen, du, der fällt seinen Vater um den Hals. Ja, aber nun ist es wohl für dich an der Zeit, dass du loskommst. Oskar, mein Sohn, an dem ich mein Wohlgefallen habe. Och, gleich um die Ecke stehen ja genug Taxen. Ja, sind doch mal ein bisschen teurer als die Straßenbahn. Na, macht ja nichts. Hast ja noch was von den 4.198 Mark, nicht wahr? Ja, wo soll ich denn damit abgeblieben sein? Du, und hier fragt man mich, wo ich damit abgeblieben bin. Ja. Tschüss, denn. Schwiegervater. Tschüss, Oskar. Ja. Miele? Miele! Wo steckst du denn? Komm mal her, Miele! Ja, Julius, was soll ich denn noch? Ich hab keine Zeit, ich will jetzt nun zum Friseur. Ach, Du zum Friseur, Nanu? wieso Nanu? Ich will auch mal ein bisschen gut aussehen, wenn der Besuch aus Schweden hierher kommt. Ja, du, ob der nun kommt, ist eine große Frage. Was? Ja, wer weiß, was so ein Geschäftsmann nicht alles an dem einen Tag erledigen will, ne? Oh, ich hoffe aber doch sehr, dass er kommt. Naja, hoffen kannst du ja meinetwegen. Du, sag mal, Miele, was ist das da für ein Blumenstrauß? Ach so, ja, hat ein Kind für dich abgegeben, von Frau Finzelberg, mit dem Brief dabei. Finzelberg, wer ist das denn? Na Gott, das ist doch die junge Witwe drüben auf der anderen Seite mit den neuen Wollgeschäften. Was kann die denn von mir wollen, wa? Finzelberg. Finzel. Oh. Des Alleinseins müde. Schon immer mein Herzenswunsch gewesen, sehne mich nach solch einer stattlichen, ansehnlichen Erscheinung. Sie sind ganz mein Typ. Das ist schon... Du, willst du mich vielleicht heiraten? Na ja, weil du Geld hast. Und deine Tochter, du, die wird nur auch bald an jeden Finger einen haben. Ja, du, die hat sich auch schon einen angelacht. Ja. Oskar Pomerenke. Was den? Ja. Ja, bist du denn damit einverstanden? Na, eine bessere Partie kann Lissy doch... Bessere Partie, was redest du denn? Wo der Mann Offenbarungseid leisten soll, deswegen nach Schweden flüchten muss. Im Gegenteil, er kann keine bessere Partie machen, du der spekuliert vielleicht bloß auf dein Geld? Pomerenke? Der nicht, du. Der nicht. Der nicht. Mensch, hast du eine Ahnung? Na, eher könnte ich sagen, hast du eine Ahnung. Adeline, ist noch Kaffee da? Ich will nur Helga raufholen, will mit dir frühstücken. Was, nun noch? Ja. Nö, dann wärmt euch den Kaffee mal wieder auf. Ich will jetzt nach dem kann ich Friseur. nicht. Na, willst dein Vater nicht wenigstens Guten Morgen sagen? Will mein Vater sogar noch mehr sagen. War das gestern Abend noch nicht genug? Nee, noch lange nicht. Aber das eine sollst du noch wissen. Wenn Helgas Mutter mich nicht mehr haben will, schön, fahren ja noch mehr Taxen in Hamburg. Ich kann schon eine Frau ernähren. Du hast ja noch keine. Heute noch wird das Aufgebot bestellt. In 4 Wochen sind wir Mann und Frau. Ja, und wo wollt ihr abbleiben? Tja, müssen ja noch mehr Leute hier auf dem Zimmer wohnen, nicht wahr?
Bloß, dass die nicht solchen Vater haben, wie du einer bist. Na, was für ein Vater bin ich denn? Ach, da fragst du noch nach, was? Der erst so tut, als freut er sich, dass sein ältester Sohn so gute Aussichten hat. Gute Aussichten hast du auch noch. Ach, da glaub doch nun nicht an, wo Helgas Mutter schon fest damit gerechnet hat. Mit den 80.000 Mark? Ja. Naja, dann sollst du nur mal zu wissen kriegen. Nee, du will ich aber nichts mehr wissen. Geh jetzt runter und hol Helga. Dass die bei uns ein Stück Brot isst. Da wirst du doch wohl nichts gegen haben, was? Dann meinetwegen ganzes Schwarzbrot verdrücken. Ja. Junge, Junge, was der Bengel sich für einen Ton erlaubt. Kein bisschen Respekt. Aber pass auf, Aus seine Wut doch nicht an mir auszulassen, der Papa nun mal so eine Riesendummheit gemacht hat. Echt eine Riesendummheit? Die deren ist auch kein Haarbreit besser. Konnte ich mir ja gleich denken. Was schreit mich da? Oh, du bist schon hier, Papa. Ja, und was willst du hier? Ach, ich hab mir für heute freigeben lassen. Will doch die paar Stunden noch mit meinem Oskar zusammen sein. Mit deinem Oskar, so. Oh, Papa, du weißt wohl schon alles. Ja, alles. Papa, du, und was sagst du dazu? Wär das man erst so weit. Du benimm dich bloß. Und sei zu ihm nicht gleich so dreist und frech. Oskar ist ganz verrückt nach mir. Auch Verrückte haben ab und an mal einen lichten Moment. Wo ist Oskar denn jetzt eigentlich? Nur nach dem Flughafen raus. Muss das seinem Onkel beibringen, dass um alles in der Welt nicht hierher kommt. Nee, Papa, das könnte eine Katastrophe abgeben, du. Tante Emilie könnte sich was in den Kopf setzen. Ja eben. Und wer weiß, wie oft sie denn die Erbsensuppe anbrennen lässt. Wo ist Tante Emilie denn jetzt eigentlich? Oh, zum Friseur. Will sich ein bisschen hübsch machen lassen und hat das gar nicht nötig. Du, sag mal, ist das die Post? Ja, ich habe den Briefträger auf der Straße erwischt. Ach, so viel Post kriege ich ja sonst das ganze Jahr über nicht. Oh, Papa, sollst mal sehen, wie du nur mit Briefen belästigt wirst. Ja. Bettelbriefe, Darlehensgesuche, Heiratsanträge Einer liegt schon da. und Drohbriefe. Drohbriefe? Ja, das liest man doch immer. Wenn Sie bis morgen Abend da oder dort, zum Beispiel in einer hohlen Eiche, nicht 10.000 Mark hinterlegt haben, dann sind Sie übermorgen eine Leiche. Konnte ich mir ja gleich denken. Siehst du, Papa, und deswegen müssen wir wegziehen von hier, so schnell wie möglich. Ach, ist ja auch gar keine Gegend für besser situierte Leute, ne? Immer diese ollen Mietskasernen, die man... Oh, und noch was Straße in die Taxe, Papa. Hä? Du, soll Oskar doch mit seinem Oh nee, Seifenonkel... das ist Frau Roggenburg. Oh weia, die will nur wohl wissen, wo ihre Helga steckt. Kann sie ja ruhig. Ja du, die wird hier aber nicht so ruhig sein, du. Ich back ihr gleich das richtige Pflaster auf den Mund. Oh ja, Papa, du. Und dann, wenn sie sich zu viel rausnimmt, dann zeig ihr Mann, dass du mal Hauptfeldwebel gewesen bist, ne? Jawohl. Du aber nicht zu forsch, ne? Dann wirkst du nämlich direkt komisch, Papa. Komisch. Also die deren frech ist nichts dagegen. Komisch. Oh, guten Tag, Frau Roggenburg. Das ist aber ein Überraschungstag von Kabarett auf Vater zu sprechen. Ja, mein Papa ist da. Der wird ja staunen. Papa. Ja? Denk mal, wer da ist. Na? Frau Roggenburg. Ich lasse bitten. Dankeschön. Morgen, Herr Kappelhoff. Und Frau Roggenburg, wollen Sie nicht bitte Platz nehmen? Oh, sehr nett, ja. Schön. Bitte sehr. Ich habe gestern Abend vergeblich auf Ihren Besuch gewartet, Herr Kappelhoff. Ich bitte vielmals zu entschuldigen, aber ich war zu doll in Anspruch genommen. Ach, kann ich mir denken, wenn man so unverhofft zu so ansehnlichem Vermögen gelangt, nicht? Ja, eben. Und außerdem hat sich meine Tochter gestern Abend mit einem Herrn Pomerenke verlobt. So, mit einem Pomerenke. Ja, er fliegt heute noch nach Stockholm. Da hat sein Onkel, sozusagen sein Erbonkel, die größte Seifenfabrik von ganz Schweden. Oh, also zu so einem Schwiegersohn, da können Sie sich ja selbst gratulieren, nicht? Zu Pomerenke und ob. Ja. Ja, aber ich denke, wir gehen doch mal zum Geschäftlichen über. Ja, aus dem Grunde bin ich gekommen, Herr Kappelhoff. Wenn ich richtig informiert bin, dreht sich das bei Ihnen um 80 Mille, nicht wahr? Ja, diese Summe benötige ich dringend. Ja, ich könnte für Sie auch 100.000 flüssig machen. Sehr kulant von Ihnen, aber... Ja, das kommt mir doch auf 20.000 Mark mehr oder weniger gar nicht drauf an. Das glaube ich Ihnen gern, aber wissen Sie, mir ist es ja eigentlich nur darum zu tun, meinem Kompagnon endlich zu zeigen... Dass Sie nicht mehr nötig haben. Ja. Wissen Sie, was der Mann im Sinn hatte? Entweder oder, sagte er und wollte mir die Pistole auf die Brust setzen. Sie erschießen?
Mich heiraten. Also das kommt bei uns beiden wohl nicht in Frage. Nein, nein, das sollen wir lieber unseren Kindern überlassen, Ja, nicht? das finde ich auch. Ah, da scheinen die beiden ja schon zu kommen. Oh Gott, Mama! Ja. Nun, mein Kind, möchtest du deiner Mutter vielleicht mal sagen, wo du dich die letzte Nacht aufgehalten hast? Helga hat unten bei Frau Petersen Zimmer. So. Du brauchst dir aber nichts dabei zu denken, Mama. Und mein Sohn war seit gestern Abend um 9 hier oben, also alles in Ehren, Frau Roggenbuck. Was Unschickliches traue ich ihm auch gar nicht zu. Nicht? Und trotzdem willst du von Rudi nichts wissen, Mama? Versagt, das ist alles aufs Beste geregelt. Alles in Ordnung. Nicht wahr? Sie kommen heute Abend gleich mit Rudolf zu uns. Ja, das wird sich einrichten Dann können lassen. wir da alles weitere besprechen, nicht? Dass die Sache so schnell wie möglich perfekt Ja. Also das verstehe ich nicht. Du? Mama, du bist nun doch damit einverstanden, dass ich Rudi heirate? Warum sollte ich wohl nicht? Aber für dich gehört es sich nur wohl, seinen Vater mal zu fragen, ob er dich, dummes Ding, überhaupt zur Schwiegertochter haben will. Oh, ich hab Rudi doch so lieb. Aber Fräulein Helga, deshalb brauchen Sie doch nicht zu weinen. Ach, das hat sie von ihrem Vater. Als der mich heiraten sollte, hat er auch gewarnt. Und jetzt packst du schön deine 7 Sachen zusammen und kommst mit nach Hause, nicht? Und dein Rudi, den nehmen wir gleich mit, nicht? Heute wird aber den ganzen Tag gefahren, nicht? Und schnackt der Helga vor, ihrer Mutter durchzubrennen. Kommt, Kinder. Ja, ich komm gleich hier. Geh mal schon runter. Mensch, nun sag mal. Ach nee, nun soll ich was sagen. Vorhin, als ich dir was sagen wollte, hattest du ja keine Zeit. Hattest ja Angst, deine Helga könnte inzwischen verhungern. Oh Mensch, aber das habe ich doch nicht geahnt. Du, aber wieso kommst du denn heute schon an das Geld ran, ne? Ich meine, du wolltest gleich nachkommen. Ja, ich geh schon, aber du darfst mir das nun nicht nachtragen, ne? Du, naja, dass ich mir vorhin so einen Ton erlaubt habe. Wie deine selige Mutter, eben noch für 1000 Mark Spektakel und nach 5 Minuten hing sie deinem Vater um den Hals und küsst ihn ab. Ja, das tue ich ja nun nicht, ne? Nee, du Lümmel. So, du hau ab. Tschüss, Vater. Tschüss, Bruder. Tschüss, mein Junge. Frau Roggenbuck als Schwiegermutter. Ja. Das ist direkt ein Problem, nicht, Papa? Sag mal, hast du hinter der Tür gestanden? Oh, das gewöhnt man sich so an bei den Herrschaften. Jedenfalls, Papa, wenn wir nun mit Roggenbucks verwandt werden, können wir hier auf keinen Fall länger wohnen bleiben. Meinst du? Ich bin ja vorhin nicht mehr dazu gekommen, Papa, aber Professor Vierkat hat heute früh ein Telegramm erhalten. Benötige dringend 2000 Mark für meine epochemachende Erfindung. Er soll nun schon in 8 Tagen mit seiner Familie nach Saudi-Arabien. Für 5 Jahre, Papa. Bin ein Vertreter einiger Automobilfabriken und erlaube mir auch... Hat noch immer keinen Mieter für seine schöne große Wohnung. 6 Zimmer und eine große Halle mit dem gesamten Mobiliar. Bin eine schuldlos geschiedene Frau mit 4 süßen Kinderchen. Papa, du hörst mir ja gar nicht zu. Ja, mit 4 süßen Kindern. Ach was, mit dem gesamten Mobiliar? Ja. Und monatliche Miete. Das ganze 500 Mark. Ja, deren aber woher das Geld nehmen? Och, hast ja vorläufig noch die 4.198 Mark, ne? Also, nun fang du nicht auch noch davon an. Warum denn nicht? Oh, du hast gewiss schon Bekanntschaft gemacht mit so einer hübschen, ausgekochten Frauensperson, nicht, Papa? Missy, du sollst dich was schämen. Warum denn? Wenn du Geld hast, laufen sie sogar dir noch nach, Papa. Sogar noch mir, sagt sie. Und bloß deswegen, als wenn ich nicht sonst noch nach. Was so? Mann. Oh, was? Ja. Guck mal, Vater, komm. Na. Wollen Sie bitte näher treten? Tag, Kauloff. Herr Dörmann, Sie? Wundern sich wohl, dass ich Sie aufsuche. Also, wundern ist gar kein Ausdruck. Wollen Sie nicht so gut sein und ein bisschen Platz nehmen, Herr Dörmann? Danke. Die Kur in Bad Bramstedt gut beendet, Herr Dörmann? Hat sich was mit einer Kur. Wenn Sellenkamp mir mit so einer Hiobsbotschaft kommt. Von wegen Herrn Langbein, meinen Sie? Ja. Und Sie denken wohl so im Stillen, das schadet dem Alten gar nichts. Warum hat er denn damals den Rat von seinem Schwiegersohn angenommen
und Langbehn den Posten gegeben, den ich schon so viele Jahre hatte. Das denke ich nun nicht, Herr Dörmann. Das glauben Sie doch, Herr Kabelow. Aber dass Sie gestern so einfach mir nix, dir nix, sich die Papiere haben geben lassen, bloß weil nicht so viel Geld da war, um Ihnen den Lohn auszubezahlen, das war nicht schön von Ihnen, Kabelow. Deswegen doch nicht, Herr Dörmann. So, weswegen denn? Ja, sehen Sie mal. Alle naslang kriegte ich von Herrn Sellenkamp zu hören, mein Posten als Bote müsste nun bald durch eine jüngere Kraft ersetzt werden. Abends, bevor ich ins Bett ging, dachte ich, morgen kriegst du dann eine Kündigung. Und morgens, kaum hatte ich die Augen auf, was dachte ich zuerst? Heute wirst du gekündigt. Wenn es im Kontor hieß, Kabelow zu Herrn Sellenkamp reinkommen, dann die bange Ahnung, nun ist das soweit. Und dieses qualvolle Angstgefühl, Herr Dörmann, in meinem Alter noch erwerbslos zu werden, das konnte ich einfach nicht länger ertragen. So. Deswegen haben Sie Schluss gemacht. Ja. Das ist aber auch meine Meinung, dass die Bodenstelle durch eine jüngere Kraft ersetzt werden muss. Und um mir das zu sagen, haben Sie sich hierher bemüht? Pappelapapp. Ich bin hierher gekommen, um Ihnen zu sagen, dass auf dem Posten, wo Langbehn gesessen hat, nun wieder ein Kabelow sitzen wird. Ich? Ja. Konnte ich mir ja gleich denken. Oh, nee, Herr Dörmann, das mag wohl sehr gut gemeint sein, aber wenn ich Herrn Sellenkamp wieder sehe... Sie kriegen ihn aber nicht wiederzusehen. Den habe ich zum Teufel gejagt. Ja. So, Kabelow, Sie sind nun wieder mein Buchhalter. Ja. Und glauben Sie ja nicht, dass Robert M. Dörmann schon pleite ist. Das wäre ja auch ein Jammer um die alte Hamburger Firma. Ja, ich gebe zu, die Lage ist nicht gerade günstig. Ich habe die Banken schon zu viel in Anspruch genommen. Leider. Ja. Herr Dörmann, wenn es Ihnen nicht allzu peinlich wäre, meine Hilfe in Anspruch zu nehmen, dann könnte ich Ihnen ja, sagen wir mal, mit 100.000 Mark so ein bisschen unter die Arme greifen. Was war das eben? Sie mir mit 100.000 Mark? Ja. Da muss ich aber lachen. Wenn mir auch gar nicht danach zumute ist. Einen Moment bitte, entschuldigen Sie. Nehmen Sie doch wieder Platz, Herr Dörmann. Ja, bitte. Lissy, mach mal die Tür auf. Scheint Tante Miene zu sein. Bin ich mal bloß. Herr Dörmann, Sie können auch gerne etwas mehr kriegen. Es kommt mir gar nicht darauf an. Bitte schön. Wie kommen Sie dazu, Kabelow? Oh, Herr Kabelow, wollte ich sagen. Dazu kann ja jeder kommen. Man braucht bloß auf dem Lottoschein die richtigen Zahlen anzukreuzen. Am besten tut man das im Brand. 350.000 Mark. 350.000 Mark. Ein Geld. Und Sie wollen mir mit 100.000 Mark unter die Arme greifen? Ja, warum soll ich Ihnen nicht den kleinen Gefallen tun? Kleinen Gefallen? Aber, mein lieber, bester Kabelow, das handelt sich hier um 100.000 Mark. Ja, wenn schon, was macht mir das schon aus? Ja, dann mache ich Ihnen einen Vorschlag. Mein Wagen, das steht hier und dann lassen Sie uns doch gleich losfahren wegen... Ja, einverstanden. Ja, dann auch gleich wegen Frau Alma Roggenburg-Witwe. Ach, die Autovermietung. Ja. Kennen Sie die? Ja, mein ältester Sohn heiratet ja die Tochter. So. Nicht schlecht, nicht schlecht. Nee. Ja, ich will ja auch so 80 Mill in das Geschäft investieren. 80 Mill? Ja, dann gehen wir nur, wenn es recht ist. Ja, bitte. Lissy! Ja, Papa? Konnte ich mir ja gleich denken, mein Hut. Ja, geht das nicht ohne Hut? Ich lasse Sie ja gleich wieder zurückfahren, ja? Oh. Nun bloß noch per Auto! Der sich nun wichtig vorkommt wegen all sein Geld. Du, sag mal, Lissy, wärst du da überhaupt noch schlau draus? Nee, und dabei habe ich doch ganz genau zugehört. Ja, ich denke, Vater kann erst nach 5 Jahren an sein Konto ran. Ja, will das nun denn doch wohl ändern lassen? Ja, für andere Leute, aber für seine Kinder, Du, der muss noch fix was rausrücken für mich. Wieso? Weil ich doch in Kürze meinem Oscar nachfliegen soll. Ach, du weißt wohl noch gar nicht, ne? Aber klar doch. Aber du weißt noch nicht, dass dein Oscar mir einen Job in der Seifenfabrik von seinem Onkel verschaffen will. Dir? Du, und weißt du, wer er überhaupt in Wirklichkeit ist? Dein Oscar sein Onkel? Nee. Er ist das, der Tante Miele ewige Treue geschworen hat. Jawohl. Zuletzt noch auf dem Hauptbahnhof Bahnsteig 3. Sag mal, ist dir ein voller Schrankkoffer auf den Kopf gefallen? Es war, du. Er heißt Debendal und ist ihr Ruderig. Oh,
Das Tante gewiss schon. Und klingelt? In was für einem Laden hat sie denn nun schon wieder ihr Schlüsselbund liegen gelassen? Du. Sie darf das aber auf keinen Fall zu wissen kriegen. Du halt bloß deinen Mund. Wenn du mal so verschwiegen wirst wie unser einer, ne? Ja. Du lässt dir das denn ja auch bezahlen, ne? Neidisch? Hallo, Oskar, du! Das ist ja gut. Komm rein, komm rein. Oh, Oskar! Du schon! Oskar! Oh! Hey. Du lass ihn doch erst mal ablegen, bevor du ihn ableckst, ne? Komm, Oskar. Ich helfe dir eben, ne? So, siehst du. Nett von dir, Fredi. Oh, bin ich doch immer, Oskar. Oskar, du bist schon so nervös. Na komm, nun setz dich mal erstmal hier hin, ne? So. Na, du hast doch hoffentlich deinen Onkel getroffen, ne, Oskar? Ich hätte ihn beinahe nicht wiedergekannt, Lissechen. So sehr hat er sich in den letzten 18 Jahren verändert, die ich ihn nicht gesehen habe. Oh. Hast du ihm denn gesagt, dass er auf keinen Fall hierher kommen darf? Nun will er aber erst recht herkommen. Oh, Oskar, das wird ja nicht gut ablaufen. Warum denn nicht? Ach Mensch, begreif doch. Er war doch schon zweimal verheiratet. Von wegen ewige Treue. Was ihm denn alles von Tante Miele erzählt, du? Wirklich alles? Dass sie ihn noch immer nicht vergessen kann. Ja, was meint ihr wohl? Der Mann war direkt erschüttert. Als ich ihm sagte, sie trägt nur immer den Ring, den er ihm mal am Finger gesteckt hat. Ja, und das sogar am Weihnachtsabend. Da fielen 2 Tränen in seine Kaffeetasse. Und dann sagte er, wenn sie mich jetzt noch will, dann soll ihre Treue belohnt werden. Ja, warum soll sie ihn denn jetzt nicht mehr wollen? Was? Er will sie also heiraten? So schnell wie möglich. Oh. Na, Zeit will das ja auch bei Kleinen. Ne? Mensch, Fredi, was sagst du dazu? Und was wird Tante erst dazu sagen? Als wenn meine innere Stimme mir das nicht immer gesagt hat. Tante wird nun Fabrikantengattin. Da schließt einer an der Tür. Oh, ausgerechnet, nun muss Papa schon noch rauskommen. Oh, Tante Miele! Ihr beiden wieder hier mit... Oh, Tante Miele, du hast ja keine Ahnung, was sich hier inzwischen alles ereignet hat, du, wo du so lange weg gewesen bist. Das heißt ja so lange, man, wenn ich zu 3 Friseuren musste, überall wollte man mich nicht annehmen. Immer hieß das bis Mittwoch besetzt. Oh, Tante Miele! Wollt ihr mir nun nicht sagen, was hier eigentlich los war? Ja, aber immer Hübscherei. Ja, setz dich mal erstmal hin, Tante Ja, Miele. aber viel Zeit habe ich nicht. Ich muss ja an das Mittagessen. Ja, das Das kannst du denn ja auch noch. Nun setz dich doch, hör doch erstmal zu. Ja, schieß ja endlich mal los, Mann. Ja, also, zuerst war Frau Roggenburg hier. Wegen ihrer Tochter? Na, das mag ihr ja schön Krach gegeben haben. Nee, du irrst dich aber, Tante Miele. Frau Roggenburg ist hier als Rudels zukünftige Schwiegermama weggegangen. Hat ihn gleich mitgenommen, du. Ein Herz und eine Seele. Nein. Soll das denn nun doch was werden mit den beiden? Und was meinst du wohl, wer Vater hier weggeholt hat? Na, den wird ja wohl keiner mehr heiraten wollen, was? Nee, aber Herr Dürrmann will ihn wieder per sofort als Buchhalter einstellen. Was sagst du dazu, Tante Miele? Da sag ich bloß Gott sei Dank. Wie hätte das hier sonst auch weitergehen sollen? Nicht? So ein Stempeln hätte er doch nicht gehen können. Mal kommen die Behörden ja doch dahinter, wenn einer so viel Geld hat. Na, das sind ja schöne Nachrichten. Warte doch noch, Tante Miele. Das Schönste, das kommt doch Ja, erst mit dem noch. muss er in die Küche. Ach, das sagst du denn nun wohl nicht, Oskar? Tja, ja, mach ich. Tante Miele, so darf ich ja nun wohl schon sagen, ne? Oh, Sie meinen wegen euch beiden, ne? Ich weiß doch Bescheid. Und Sie fliegen nach Schweden. Hoffentlich geht ihr das nicht auch so wie Ihrer Tante. Ach, Tante Miele, von Oskar und mir soll doch nun gar nicht die Rede sein. Tante Miele, jetzt ist der Tag für Sie gekommen, wo Sie allen hier im Haus beweisen können, dass Ihre innere Stimme doch recht gehabt hat. Und nicht bloß von wegen eine fixe Idee, Tante Miele. Sie wissen was. Kennt Ihr Onkel meinen Roderich zufällig? Tante Miele, ich habe gestern Abend beim Abendbrot nicht die Wahrheit gesagt. Aha, na. Ja, mein Onkel heißt gar nicht Pommerenke. Nicht. Ist ja mein Mutters Bruder. Na ja, wie heißt er denn?
Heinrich Diependahl. Und Roderich. Und Emmerich. In Schweden ist er also zu finden. Warum hat er denn nie wieder was von sich hören lassen? Er will gleich in der ersten Zeit von Holland aus und auch von Schweden 3-mal an seine Braut geschrieben haben. Die Briefe können doch nicht alle 3 unterwegs verloren gegangen sein. Oh, Tante Miele, jetzt fällt mir das wieder ein, was Onkel Paul mir mal von Oma erzählt hat. Sie wollte, dass ihre jüngsten Kinder sie nicht im Stich lassen. Ihr beide solltet sie ja ernähren. Siehst du, Tante Miele, denn hat sie die Briefe unterschlagen. Zuzutrauen war ihr das. Macht Gott ihr das vergeben. Darum musste eure Tante eine alte Jungfer werden. Altes Stück Möbel. Wie sieht er denn aus? Ich habe ein Bild von ihm. Ja, hol mal meine Brille da von der Kommode. Ja, ist aber bloß ein ganz, ganz kleines. Das macht ja nichts, ich hab ja eine Brille. Das ist er. Der hat ja einen total kahlen Kopf. Früher hatte er so schönes, volles Haar. Fühlte sich so weich an wie Seide. Bis heute noch, wenn ich über einen Küchenbalkon den Mopp ausschüttel und mit der Hand mal so eben da über längs fahre, muss ich da immer an denken. Ich hab da ja zu gern mit beiden Händen in Gewühl. Und nun hat er gar kein Haar mehr auf dem Kopf. Er soll gleich nach dem Tod von seiner zweiten Frau mal schwer krank gewesen sein. Von seiner zweiten. Hat also 2-mal geheiratet. Naja, aber wenn er doch so lange vergebens auf eine Antwort von dir gewartet hat, Tante Miele. Ja, da fühlte er sich frei und nahm eine andere. Hätte ich mir ja schon längst denken können. Ich wollte mir das mal bloß nicht eingestehen. Ich wollte was haben, wo ich gern an denken mochte, um mich abzulenken von all den Sorgen und Mühen hier. Leicht ist mir das nicht gefallen, die 3 Kinder von meinem Bruder großzuziehen. Und jeder Mensch hat auch was, wonach er sich sehnt. Tante Miele, das kann ja nur noch alles kommen. Ja, mein Onkel hat gesagt, wenn Sie ihn nur noch mögen, denn... Nur noch? Nee, nun will ich ihn gar nicht mehr wiedersehen. Ich sag, hey, Mann, wissen Sie, bin ich noch nicht nach Friseur gegangen, wie Sie? Der hat mir auch noch einen Lippenstift angeregt. Guck mal, was soll ich doch nicht wiedersehen? Ja, aber er kommt doch hierher, Tante Miele. Ja, heute Nachmittag um 4. Ja, dann bin ich nicht zu Hause. Aber Tante Miele, du kannst doch Oskars Onkel nicht so vom Kopf stoßen. Nee. Und wir werden doch nur auch mit ihm verwandt, nicht Oskar. Ihr beiden seid ja denn in Schweden. Und Verwandte können überhaupt gar nicht weit genug von einem weg wohnen. Ja, aber ich soll doch nun auch bald nach Schweden kommen, nicht Oskar? Recht gern sogar, sagte mein Onkel. Was, du gehst auch weg? Ja, Rudolf, der geht ja wohl nur auch bald aus dem Haus, ne? Hat mein Bruder das schon gewusst, wer ihr Onkel ist? Seit gestern Abend. Na und Ja, und er hat gesagt, das ist wohl besser, wenn er gar nicht herkommt. Ne? wollte also selber nicht, ne? Hat wohl Angst gehabt, auch seine Schwester könnte ihn denn allein lassen, ne? Oh, ich glaube, das ist er schon, das ist er. Na, du guckt mal alle her, wen ihr vor euch habt. Julius, du brauchst nicht zu denken, dass ich dich allein lasse. Ich bleib bei dir, Julius, immer bei dir, bei meinem großen Bruder. Was hat das denn nun zu bedeuten? Ach ja, weiß schon. Ach, Julius, 30 Jahre lang hat mir Roderich Diependahl sein Bild vor Augen geschwebt. Und nun ist er so ein schrumpeligen Mann. Er hat gar keine Haare mehr auf dem Kopf. Um den wandert ich noch nicht aus nach Schweden, Julius. Nee, Miele, nee, komm, nimm mal. Nee, lieber nicht, Miele. Weißt du, das Knäckebrot kannst du doch nicht mehr so recht beißen.
Und der Schwedenpunsch ist erst recht nichts für dich. Na, Papa, bist du nun wieder Buchhalter bei Dörrmann? Buchhalter? Nee, das bin ich nun nicht. Ja, ich denke doch, Vater. Haben wir aber angenommen. Na ja, gewiss. Fürs Erste führe ich auch die Bücher. Aber ab morgen gibt es in Hamburg die Firma Dörrmann und Kappelhoff. So wird sie eingetragen ins Handelsregister. Oh, dann kommt unser Name ja in die Zeitung. Ich gratuliere auch, Schwiegervater. Danke, Oskar. Ich dir auch, Vater. Dann bin ich dir jetzt auch nicht mehr Sappel. Danke, mein Junge. Papa! Och, Mann, Lütten. Ach, Kinder, das hättet ihr miterleben müssen, als Dörrmann das Personal zusammengetrommelt hat, als er mir die Hand auf die Schulter legt und mich als ein Kompagnon vorstellt, mit dem er sich nun assoziiert hat. Die Gesichter! Gestern, was hatte man sich nicht alles noch mit mir erlaubt? Kappelhoff, Sie sollen zur Bank. Kappelhoff, Sie sollen in den Hafen. Kappelhoff, Sie müssen dies. Kappelhoff, Sie müssen das. Kappelhoff hier, Kappelhoff da. Und nun, als ich aus dem Kontor ging, verneigt hat man sich vor mir, die Türen vor mir weit aufgerissen. Auf Wiedersehen, Herr Kappelhoff. Kommen Sie gut heim, Herr Kappelhoff. Oh, wie die Menschen doch gleich anders zu dir sind, Wenn du Geld hast, Schwiegervater. Ich? Du, die sollte man ahnen. Dass du döst, kommt das aufs Sperrkonto gelegen hast, meinst wohl nicht. Du brauchst ihnen nur dies Buch hier unter die Nase zu halten. Und bums liegen sie alle vor dir auf den Knien.